Diesmal bin ich aber schnell über der Schmiedi. Ist mir wurscht, ob YouTube nachhängt. Harry! Übrigens, der Bürger an einem zauberhaften Montag. Brudi! Ah! Wieso tröte mir selber ins Fressbrett? Das ist nichts für mich. So, wieso habe ich eigentlich einen Hintergrund nicht sauber hergekriegt? Birger, du bist... Schau dir das an. Schau dir das an, was ist das wieder? We are hard tripping. Hard tripping. Mach einfach... Weiß ich nicht, wie machen wir das? Mach einfach so. So, passt. Ein bisschen aufheben, passt. Wer war denn das wieder? Der Schmiedi schon wieder. Und der Löwensepp schon wieder. Können schon wieder keine Ruhe nicht geben. Kriminalfeier, Himmel, Hack und Zack. Schmiedi, Strepse. Hashtag Plural. Ab in den Chat. Merci dir. Löwensepp, hab ich das gestern richtig gesehen, dass 6-0 gewonnen hat? AF an Schena Stream. Ebenfalls. Nice DS Spui OG Fang D vom ersten Boss AFLV. Was? 21 MOI schauen wir, weit das Desmoi geht, ohne zum Crashen. Schaut fragwürdig aus, was ich da tue, gell? Löwensepp, nochmal was hab heute ein nice Dark Souls Spiel angefangen vor dem ersten Boss auf Level 21. Mal schauen, wie weit das diesmal geht, ohne zum Crashen. Wie meinst du crashen? Was meinst du mit crashen, Alter? Dass du nicht mehr weiterkommst, oder was? Da fehlt am Skill! Du musst mir 60 gespielt gestern. Du musst einfach mal einen Boss 6-0 ohne aufs Maul an. Merci dir! Bussi aufs Nussi! Habe die Ehre miteinander! Es ist Zeit für eine weitere Retro-Reise. Hat man gedacht. Eigentlich, ich war ein bisschen unschlüssig, was wir heute lernen. Aber wenn man denkt, weißt du was, Retro, habe ich Bock drauf. Und heute, ich sag bloß, nur absolute Pro-Gamer, nur alte, fette und langsame Pro-Gamer erinnern sich an folgenden Satz. Nicht einmal der Tod kann dich von mir retten. Nur absolute Pro-Gamer. Aber ich glaube, ich habe auch mit den Beutel ein bisschen zu viel gespoilert, um was das heute geht. Aber da kommen wir gleich dazu. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt kriegst du mal einen Haufen Feines, wie wir so machen. Hau die Ehre an den Waldschuh! An den FPV! Nein, Schluss, Löwensepp! Mein erster Run wurde durch Crash in Schandstadt beendet, Leute. Oh. Also, ist ein Safe-Game quasi gecrashed. Okay, das ist bitter. Das habe ich in gar keinem Dark Souls jemals gehabt. Ich glaube, spätestens dann hätte ich aufgehört. Sag ich dir, was es ist. Merci wieder in eure Bussi aufs Nussi. Habe die Ehre an! Den Felix Webi, an den Jodel, an die Wife, an den Original, an den Nico, an den Habbo oder so. An den Dominik, an den Domi, an den Blackball, an den Flo, an den Misa oder die Misa, das wissen wir nicht. An den Fiat-Fahrer. Das ist ein guter Fahrer. Scheiße, der Blechkiwi. Ich bin ein Rasensprenger. Habe die Ehre! Steffi! Was ist denn heute wieder? Ist heute Monatsanfang wieder irgendwas oder warum schmeißen auf einmal wieder alle mit 10er? Ich weiß nicht. Steffi, merci dir! Bei dem Spiel muss sogar ihr mal was springen lassen. Auch jetzt so viel. Mir fällt sowieso in letzter Zeit ein bisschen vermehrt auf, dass der Frauenanteil in die Streams offenbar massiv gestiegen ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich meine, du bist jetzt schon länger dabei, das weiß ich. Deswegen kriegst du das recht sauber die umdrehte Lutenschelle für den Zehner. Bussi aufs Nussi. Aber ich hoffe, es läuft alles. Ja? Das ist ein uraltes Spiel. War nicht ganz easy. Steffi, merci. Felix, Bürger, Grüße aus Niederösterreich. Woher denn aber auch sonst? Grüß an unsere Lieblingsnachbarn. Felix, merci dir. Habe die Ehre an den Luke Red, an den Forest Quarter, an den Herrn Schreindl, an den Tommy, an den Mike, an den Feierhandel, an den Krickelball, an den Scorpion, an den Odin, an den Spitzenrausch, Spezi-Rausch, Entschuldigung, Spitzenrausch, Spezi-Rausch, das ist fast dasselbe. Muss ich weiter oben scrollen? Hashtag Frauenquote. Wo alle Damen einmal ein Einser in den Chat. Los geht's. Alle Damen ein Einser in den Chat. Ich möchte wissen, wie viele Leute, wie viele Mädels das da sind. Ich sage, ich meine, ich habe ja Statistik auf YouTube, da heißt es 7% oder so, ich müsste jetzt liegen, aber unter 10 auf alle Fälle, unter 7%, unter 10% ist der weibliche Anteil und das ist schon wenig. Dann schauen wir das an! Da! Kannst du chatten für ein sein? Verstehe die Frage nicht. Storburg, 0,5, ernsthaft. Nein, nicht die Scheiße schon wieder. Oh Gott, Alter, was tut denn da noch gerade? Wir waren das wieder. Pelo, welcome to the squad. Merci wieder Mitgliedschaft. Bussi auf. Bist du nicht schon lange? Bin ich schon wieder verwirrt, ich weiß nicht. Flopsy! Was? Du Strapsoi, er. Strapsoi? Es Strapsoi, die Strapsology. Und das ist sie, die Lehre der Strapsoi. Strapsoi. Wo nimmst du das Ei her? Ist die vollkommen besoffen? Du hast einfach nur... Warum haben überhaupt Funken im Hintergrund? Ich verstehe es überhaupt nicht. Das ist wieder alles kaputt. Wolfrick, erstens wieder ein Fünfer. Pelo, welcome to the squad. Ab in den Chat. Habe die Ehre an den Pelo. Der wünscht sich übrigens ganz hart Hell Let Loose seit Samstag. Ich höre die schon. Tu dich nicht runter. Flopsy, merci für den Zwickel. Guten Morgen. Bier ist kalt. Ja, guten Morgen.
hab gar keine Uhr. Ich bin mal wieder am Start. Hashtag auf einen geilen Stream. Hashtag Bier vor Wein. Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das lass sein. Irgendwie so war das, glaube ich. Die Strapsologie, Alter. Da brauchen wir mehrere Straps, habe ich schon gesehen. Linzep! Ja, Birger, hast richtig gelesen, 60 und 6-0 gewonnen, war in... Das weiß ich, das hast du ja geschrieben. Du hast auf dem Handy am Samstag zugeschaut, glaube ich. War eine geile Fahrt. Ja, das ist ja... Der Weg ist das Ziel, ja? Ich meine, ist ja nicht so, als da das nicht auch wissen. Der Weg ist das Ziel, die Zugfahrt ist das einzig Lustige. Das scheiß Gespräch interessiert gar nicht, das auch nicht. Merci dir. Nase! Was ist denn heute wieder? Das ist halt der typische Montag wieder, oder? Also, ja, heute ist Montag, Zeit zum Zehnerschmeißen, da. Nasensepp! Hoppala, jetzt mal Kuppel aus der Drosche. Du hast sie! Der Bürger hob jetzt deine Rimworld-Streams durch. Okay. Top-Spuri-Frage. Okay. Wie groß ist die Chance, dass du Nomoi-Streams machst? Sepp. Sens und sehr vermissen sehr. auf Anschena. Der Sepp, Zenz und der Xari vermissen die auf einen schönen Abend. Ich weiß nicht, ob ich das Safe-Game noch habe. Das ist eigentlich das allergrößte Problem. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nur mal von vorne fangen. Und ich weiß noch, dass wir am Schluss aussehen in Rimworld haben wir... Foxel! Die lese ich gleich vor. Am Schluss aussehen in Rimworld haben wir, glaube ich, Panther gezüchtet. Kann das sein? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube schon. Und einen Fuchsen haben wir auch gehabt. Haben wir nicht einen Fuchsen auch gehabt? Und Straußen? Haben die nicht Adolf und Eva gekostet? Auf in der Estrebs Manufaktur. Opa! Auf in die Straps. So, schöne Schreibweise, die gefällt mir auch. Straps. Hashtag Straps. Tesa Power Straps, da die sagen. Opa, merci dir, Bussi aufs Nussi. So, ihr Zeit. Foxys Trivia-Zeit. Pro Jahr werden 1,54 Milliarden Smartphones verkauft. Was im Ernst jetzt? Die Diablo-Serie hat sich bisher über 25 Millionen Mal verkauft. Und 0 Personen davon haben Bock auf Diablo Immortal. So kann die Woche anfangen. Oh, Mr. Foxy! Oh, Mr. fucking Foxy made my fucking day. Und es passt zum Heiligen Stream. Okay. Da kennen nur Leute, die sich auskennen. Die erstens wissen, was Diablo ist. Zweitens, die wissen, was Diablo Immortal ist. Und drittens, das ist, was der Sprenge schreibt. Don't you guys have phones? Oh mein Gott, Alter. Erik, merci für den Fünfer. Wo 13 bis 15 Mai ist in Gilgenberg am Weilhardt, Bezirk Braunau, das 60-jährige Gründungsfest Woda Landjugend. Wenn du kommst, krieg 10 Liter Bier. Ich lese nochmal vor. Hey Erik Hüben, merci dir, Bussi aufs Nussi. So kann die Woche anfangen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Der schlimmste Tag der Woche ist ja schon mal überstanden. Jetzt ist Montag auf die Nacht. Und press F for Respect in den Chat für jede arme Drecksau, die jetzt gerade in irgendeiner Spätschicht dann muss oder irgendeinen anderen Scheiß oder immer noch in der Arbeit. Noch schlimmer, immer noch in der Arbeit hockt. Und eigentlich gar nicht so recht weiß, warum. Kruzifix, da kann ich schon wieder kotzen. Und jetzt Alex, Österarm. Giegelberg, Weilhardt, Bezirk Braunau, das 60-jährige Gründungsfest von der Landjugend. Wenn du da kommst, kriege ich 10 Liter Bier von mir. Herr Alex Österarm, merci für deinen Zehner. Das ist, bitte, den ziehst du jetzt zurück, weil das sind ja so da kriege ich schlechtes Gewissen, wenn ich Nein sage. Aber ganz ehrlich, bevor ich mir auf ein Landjugendfest locke, hau ich mir lieber 10 Zimmerernägel ins Knierschein. Ja, ist da, aber merci dir. Bussi aufs Nussi. So, jetzt halt nochmal. Wer weiß, was Diablo Immortal ist? Da werden wir uns heute drüber unterhalten. Da kommt übrigens für den PC. Ich glaube, es war nicht angekündigt, das habe ich heute erst bei der GameStar gesehen. Diablo Immortal, reines Mobile-Game. Damals einen riesen Shitstorm für Blizzard gegeben. Blizzard ist der Entwickler von Diablo. Die ganze Community von Blizzard haben nur PC-Spieler. Oder fast nur PC-Spiele. Ja, ganz früh haben sie mit Super Nintendo-Spiele und so einen Scheiß gemacht. Aber die Kern-Community, die Kern-Fanbase besteht nur aus PC-Spielen. Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch etc. Scheißegal. Und 2018 fällt einer... Muss ich auch noch dazu sagen, die ganze verfickte Community wartet seit fast 10 Jahren auf ein neues Diablo. Ich glaube, Diablo 3 ist fast 10 Jahre alt. 2012, glaube ich, oder 2013. Irgendwas da, keine Ahnung. Hallo, Herr Österarm! Am Freitag kannst du einen 15er Steirer gewinnen. Was tue ich mit dem? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das ein Bulldog ist. Warum kann man der Landjugend einen Bulldog gewinnen? Habt ihr im Lotto gewonnen?
What the fuck? Was ist denn der 15er Steirer? Weiß ich nicht. So da ich meine Zimmerernägel nennen, die 15 cm lang sind und 1,5 cm dick. So, nochmal. Diablo 3. Merci für den Euro. Bussi aufs Lussi. Grüß nach Österreich. Grüß mir dein Sauhaufen von mir. So machen wir's. So. Dann stellen sie die 2018 wirklich auf eine hauseigene, nennen wir es mal Convention, Messe. Ja, sowas wird E3, wo wir letztes Jahr im Juli einmal miteinander angeschaut haben. Da waren mit Sicherheit einige von euch dabei, wenn wir das angeschaut haben. Und dann präsentieren sie die neuen Spiele. Die ganze Welt hat schon so ein bisschen gewartet auf so, es schaut massiv. Es schaut massiv nach Diablo aus. Dann stellen sie sich auf, der Hintergrund auf der Bühne, alles in Diablo, alle rasten komplett aus. It's a fully fledged mobile game. Ich bin so da geschaut und mir gedacht, der hat jetzt nicht gesagt, dass das ein scheiß Handyspiel ist. Don't you guys have phones? Und die ganze Halle, das musst du dir vorstellen, auf der hauseigenen Messe, buht die Leute aus. Auf der BlizzCon. Selbst. Da kriegst du eigentlich schon einen Schlaganfall. Naja. Fanny, nächster Stream dann in Strepsen. Ja, überm Kopf. Fanny, danke dir für dein Drilling. BlizzCon, was habe ich gesagt? Habe ich irgendwas anderes? Ich habe wieder irgendeinen anderen Scheiß erzählt wahrscheinlich. Ja, gut. Auf alle Fälle kriegen wir jetzt 4 Jahre später, das war vor 4 Jahren, ziemlich genau. Ja, eigentlich müsste jetzt dann BlizzCon sein, die ist ja abgesagt. Das machen sie ja jetzt allesamt nicht mehr. E3 ist auch abgesagt, das wird bloß alles eine Digitalveranstaltung mehr, das ist jetzt schon schade und so. Aber gut, jetzt kriegen wir Diablo Immortal, was ein neues Diablo sein soll, auch für den PC. Da muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir jetzt schon so weit, dass ein Mobile-Game auf dem PC portiert wird und da muss ich das dann spielen. Schaut mit den gleichen Klassen wie aus Diablo 3, schaut genauso aus wie Diablo 3 und wie das ausschaut, kann man heute vielleicht sogar noch sehen. Who knows? So, es ist 12 nach 8. Wann die 12 Minuten, die kämen? Seid ihr besoffen? Kruzifixle. Ich dachte, vielleicht schauen wir uns die Ausschnitte später einmal noch kurz so. Das da ganz gut passen heute. Ja, zum heutigen Thema passt. Friends of the Sun. Alerts sind jetzt erst einmal stumm geschaltet. Willkommen zu einer weiteren Reise ins Retroland. Hashtag Nostalgie-Flashback. Ab in den Chat. Was wir mir heute spielen. Ich habe hier etwas vorbereitet. Achtung, schalt mir erst mal um. Miau. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Loading. Scheiße, wir haben ja immer noch kein Disk 69. Fuck! Und CD-ROM-Geräusche haben wir auch keine. Oh Gott, der ist doch nicht so vorbereitet, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Aber dafür habe ich was anderes dabei. Also jetzt bei so Wacht. Eine meiner Lieblingsspieleserien in meinem Leben. Ja, also ich mag gar nicht wissen, wie viele Stunden, dass ich in dieses Franchise hineingesteckt habe. Ich komme leider Gottes irgendwie gut, dass man es nicht sagen kann. Irgendwie auch leider Gottes, dass man es nicht sagen kann. Weil sonst darf es mir wahrscheinlich total nehmen. Freunde der halt wirklich guten Unterhaltung. I proudly present to you. Ihr stellt euch einfach wieder mal CD-ROM-Laufwerk vor. Warte, ich steck's rein. Ich hab's nämlich da. Ich mach's rein. Machen wir so. Und I proudly present to you. Das erste Spiel, das wir uns heute anschauen, ist folgendes. Oh mein Gott, was hab ich dieses Spiel gesuchtet? Hand hoch! Hand hoch! Wer 1996 das beste Hack and Slay oder die beste Hack and Slay Serie, sagen wir es so, die es jemals gegeben hat, schon gespielt hat. Und ich hab das Ding auch in echt, so ist es nicht. Das ist zwar nicht die ganz Originalversion, aber LAN mit Pizza. Auf welcher LAN hat es keine Pizza gegeben? Das ist die Frage, Wifin. Ich bin erst mit dem 2er eingestiegen, hat der Preis gestimmt. Das ist auch lang nur her. Ja, Löwensepp. Ja, Handystream war auch gesagt, aber an Nürnberg Richtung Stuttgart ging das Internet in die Knie. Ja, Nürnberger und Stuttgarter halt, weißt du selber. Also, wie wir es alle machen. Lustigerweise, schaut aber, ich hab nicht die Originalschachtel. Muss man dazu sagen, was ist das? Bestseller-Series. Werde ich nie vergessen, da waren wir in der Gamescom, ich weiß aber leider nicht mehr, was für ein Jahr das war, irgendwann Mitte der 2000er, glaube ich. Das haben wir von heute auf morgen. Was ist denn da wieder los? Simon, was ist mit dir? Scheiß den Zehner ums Eck und schreibt nichts. Was ist los? Du hast Superman-Bohne hast eingebaut. Simon Bussi aufs Nussi, danke für den Zehner, den braucht's nicht. Dankeschön. Wir schauen uns jetzt Diablo. So kauft's aus. Haut's mir die ganze Zeit. Jetzt muss ich schnell was trinken. Ich rede schon wieder so schnell. Ich werd so viel Schmerzen heute, das ist unfassbar.
Heute werden wir aber nicht so viel lesen. Heute werden wir vielleicht einmal ein bisschen mehr spielen. Das ist nicht die Originalschachtel. Da waren wir auf der Gamescom und beim Heimfahren, werde ich nie vergessen, habe ich so eine Dreierpackung. Da waren 3 Bestseller-Dinger drin. Blizzard, Best of Blizzard. Und da war Diablo 1 dabei. Also Original habe ich leider nicht mehr. Wo das hier verschwunden ist, das weiß der Teufel. Aber eine Kleinigkeit liest man schon, nämlich was da hinten drauf steht. Weil die alten Spielebeschreibungen sind alle super. Was zum Wissen gibt. Wann ist Diablo 1 gekommen? 1996. Soweit ich das auch weiß, ist Diablo erst von einem anderen Entwickler entwickelt worden und Blizzard hat das dann gekauft. Aber gut, jetzt pass auf. Spiel des Jahres. Auszeichnung Computer Gaming World. Was auch immer die Computer Gaming World ist. Wahrscheinlich damals irgendeine Zeitung. Begeben Sie sich auf die Jagd, um den Herrn des Schreckens zu zerstören. Und dann, da ist eigentlich gar nicht recht viel Text drauf. Es ist genau dasselbe Back, wie nennt man das, Backcover, wie man da auch sieht. Freier Zugang zu Blizzards Battle.net. Das war damals der Multiplayer-Modus. Ja, das war eine eigene Software, wenn man so will. Kennt noch jemand einen GameSpy? Ist noch jemand so alt, dass er einen GameSpy kennt? Wo man sich im Prinzip bei Blizzard einloggt und dann miteinander halt Multiplayer spielen können. Also 1996 war das bahnbrechende Scheiße. Ja? Da hast du nicht nur per direkter Verbindung von PC zu PC mit irgendwelche über LAN und so spielen können, sondern halt wirklich auch übers Internet. Das ist schon 1996. Das war ein absoluter Vorreiter, das war der absolute Shit. IGN GameSpy. Oh, kennt man noch zu gut. Nein. Ja, ich sag schon, wir haben ihn nicht. Ja, klar, da, der Herr Hobel, Jahrgang 66. Alter! Leider ja, GameSpy. Ja, so jung ist diese Community nicht. Also, Diablo als Krieger nur Schlag... Oh, scheiße, das habe ich nicht fertig gelesen können, da war der Text weg. Ich kenne GameSpy, habe ihn aber nie hergenommen. Ich hab ihn damals schon auch installiert, gerade einen GameSpy. Das hat es ja für alle möglichen Spiele gegeben, also auch für Counter-Strike und Half-Life, alle Spiele damals. Und das hätte dir erleichtern sollen, dass dann Server findest zum Spielespielen halt. Aber irgendwie ist das untergegangen, es hat kein Mensch mehr braucht. So, ich lese weiter. Weitere Features. Verbünden Sie sich über das Internet mit anderen Mitspielern, um gemeinsam die Mächte der Unterwelt zu besiegen. Mächtige Zaubersprüche wirken Wunder gegen die schrecklichen Kreaturen in Diablos Labyrinthen. Eindrucksvolle Grafiken schaffen eine finstere und schauerliche Atmosphäre. Und das ist also alles, was da drauf steht. Und dann noch 4 so Beutel hinten um, unter anderem, das zeige ich jetzt da, das links oben, das mit dem Schwert da drin, das ist, und das rechts unten, das sind Cinematics, also gerenderte Videos. Und für die war Blizzard damals fucking bekannt. Ich werde nie vergessen, das erste Mal Diablo gesehen habe ich beim Spezi daheim. Und dann ist Diablo aufgegangen, wir haben das Video angeschaut und das hat uns förmlich, also von den Socken gedonnert. Da hat es uns förmlich einen Schädel zerrissen. Wie das ausgeschaut hat, das war computergerendert und hat so verdammt gut ausgeschaut, sowas haben wir bis dahin noch nie gesehen in der Form. Das war brutalst. Und Blizzard war auch Jahre danach und jahrelang eigentlich auch bis heute noch. Ja. Heute ist jetzt nicht mehr ganz so was Besonderes, aber bis vor 10 Jahren, so Diablo 3, StarCraft 2 Zeit und so, war Blizzard sehr wohl dafür bekannt, dass die unglaublich gute Cinematics machen. Feuerwehrler Jan, merci für den Drilling, Bussi aufs Nussal, zurück, beste Grüße zurück, ebenfalls. So. Und natürlich werden wir uns den anschauen, das ist ja sowieso klar. Und ein paar Screenshots sind drauf und das war's dann auch schon. Vielleicht ist noch ganz interessant für die alten Hasen, die ja ein bisschen technisch versierter sind als ich, was für Systemvoraussetzungen das für Diablo 1 nötig sind. Systemvoraussetzungen. Windows 9598 NT 4.0, ein Pentium 60. Und falls jetzt die jungen Leute von Pentium 60, was heißt das? Das war ein Pentium 1 Prozessor mit 60 Megahertz. Nix mit Gigahertz, nein, 60 Megahertz. Pentium, meine Damen und Herren. Na, da haben wir da hat's Kastel gliert, Alter. 16 Megabyte RAM. Ich wiederhole, du hast richtig gehört, nicht 16 Gigabyte, 16 Megabyte RAM. Das ist ein Hundertstel von dem, was heute schon fast wenig ist mit 16 Gigabyte. 2x CD-ROM-Laufwerk.
Ja gut, da habe ich jetzt kurz gebraucht. Es hat ja Geschwindigkeiten beim CD-ROM-Laufwerk gegeben. Das habe ich schon völlig aus meinem Gedächtnis verbannt. Das hat quasi zweifach Speed braucht, dieses CD-ROM. Good old times, Alter. Also es ist auch auf einer CD, auch damals erschienen. Ja. Man kann da mal, was ist denn da so, gibt es da Anleitung? Da müssen wir schon auch noch einladen. Ja, dann gibt es halt doch wieder ein bisschen mehr lesen als man. Installation des Spiels. Aha. Serviceleistungen, Kunden, da steht nichts drin. Das ist überhaupt keine Anleitung. Ich wurde betrogen. Oh, Installation von DirectX. 1 wahrscheinlich. Ja. Was haben wir noch? Windows-kompatible Grafikkarte, Windows-kompatible Soundkarte, Tastatur und Maus. Mehrspielermodus. Für einen 2-Spieler braucht man ein 14,4 Kbps Modem oder 0 Modem-Kabel. Bei 2 bis 4 Spieler braucht man eine IPX-Netzwerk oder Battlenet. Benötigt schnelle Internetverbindung. Eine schnelle Internetverbindung brauchen wir da also. Alles klar. Aber wie schnell war die? 14,4 Kilobyte in der Sekunde. Weißt du, kann mal jemand ausrechnen, wie lange das man für. Kennt jemand noch die Zeit aus Napster, da wo man Linkin Park Nump runtergeladen hat? Verzeiht's mir nichts, irgendjemand ist da, der es noch weiß. Und es hat ungefähr so 3-4 Megabyte gehabt und man hat. Wie lang hat das dauert mit 14,4 Kilobyte runterzuladen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich einen halben Tag. Naja, inklusive Unterstützung von 32-Bit-Applikationen. Okay. Es gibt einen technischen Kundendienst und eine Telefonnummer, Blizzard North, keine Verleihversion, bla bla bla. Schaut gut aus. Dein deutscher Russe, Frage, kommt bei dir auch mal Age of Empires 2? Möglicherweise kommt das mal, ja. Age of Empires 1, mein erstes eigenes PC-Spiel war, ist die AOE-Serie durchaus mal möglich in der Retro-Reise. So, Kinder, wir legen das zurück. Wir machen das seltsame Gedudel da im Hintergrund aus. Und dann da die sagen, CD außer. Und das machen wir wieder an. Und jetzt betten wir erst einmal Runden, dass es funktioniert. So, wir starten das Spiel. Diablo. Oh, was vielleicht erwähnenswert ist, es gibt eine Erweiterung für Diablo 1, die heißt Hellfire. Da reden wir danach, wenn wir durch sind. Es ist laut! Lautstärkeregler hat es damals nicht gegeben. Wir schauen uns das Intro. Draht's vielleicht ein wenig leiser. Wie kein Intro? Verstehe die Frage nicht. Was soll das? Wolfric! Nicht lesen, mehr zocken, sonst hocken wir um 9 noch da. Wir hocken mal um 9 Uhr noch da. Aber Diablo ist wert, dass man sich ja mit 10 Minuten drüber unterhält. So. Na, Replay Intro. Wahrscheinlich, weil ich schon einmal weggedruckt habe. Ich habe das Spiel vorher mehr ausprobiert, so ist es nicht. Replay Intro. Achtung, und jetzt halt festhalten, das ist also damals hat es uns absolut den Schädel zerrissen. Achtung, Replay Intro. Ich weiß noch, die Krähe, die den Typen das Augen auspickt, werde ich nie vergessen. Wie geil er ausschaut. Der Kiwi-Sepp. Ein bisschen aus wie das Master-Schwert aus Zelda.
Das habe ich nicht mehr gewusst, dass die am Schluss so schreit. Alter. Mann, das ist ein wunderschönes ich möchte jetzt das war damals absolut bahnbrechend. Diese 3D-Animationen und so weiter, das war völliger Irrsinn. Sowas hat es vorher ich habe vorher sowas noch nie gesehen. Brutal. Und das ist aber gleichzeitig auch ein wunderschönes Beispiel für Polter, das so in Erinnerung... Nein, jetzt haltet den Maul! Polter, das so in Erinnerung, wie du das von damals hast. Weil ganz ehrlich, mittlerweile natürlich, ich meine, das sind 30 Jahre fast vergangen, oder 25 Jahre vergangen. Schauen die Animationen vor allem von den Charakteren schon ein bisschen clunky und halt einfach Tschernobyl-mäßig aus. Aber das wird dann ziemlich schnell, ziemlich viel besser. Das sehen wir dann, wenn wir mit Diablo 1 fertig sind. So, ich darf jetzt sagen, wir haben jetzt da mal ein paar Skelette über den Haufen. Singleplayer, meine Damen und Herren. Oh, ich habe mir das selber schon mal testweise gemacht. Yes. So, Vorschläge. Was für Klasse spielen wir? Ich hab früher immer einen Warrior gespielt. Immer. Außerdem habe ich auf Englisch damals als Kind nicht gewusst, was Rogue heißt. Habe ich einfach nicht gewusst, was ist das? Keine Ahnung. Und der Sorcerer ist quasi der Zauberer. Der Rogue ist der Schurke. Wie soll ich sagen, ist... In Diablo 1 weiß ich es tatsächlich gar nicht, aber heute ist ein Schurke halt Double Dagger oder schnell zuhauen und skaliert mit Geschicklichkeit mit dem Wert, der Warrior auf Stärke und die Sorcerer auf Intelligence. 2 und 3 Ink. Mage, Warrior, schwer. Ich glaube, die meisten haben einen Warrior gespielt. Ja, der ist auch am einfachsten und vielleicht schafft man einen Butcher. Wer der Butcher ist, das sage ich euch dann, oh, da wird's die meisten einen Flashback raushauen, dass du sagst, Alter, hätte ich bloß nicht zugeschaut. Nehmen einen Warrior. Ich bin für einen Warrior. Okay, enter a name. Strepsenbert. So, der Strepsenbert ist brutal. Na, Strepsenbert regelt. Okay. Oh. Die Musik. Die Musik. Ich muss es aber trotzdem ein bisschen leiser machen, weil ist schon sehr laut. Adi ist schon verfickt laut. So. Wie lang dir die Musik im Gedächtnis bleibt, wenn du das sofort right in the bones, Mr. Sprengi, dann weißt du, wie viel du das früher gespielt hast. Unfucking glaublich. So, und weißt du, was mir, ich bin ja schon einmal heute Nachmittag da kurz einmal im Kreis gelaufen, was mir auch sofort right into the bones, wenn wir jetzt gängen, der Step-Sound von dem Charakter. Achtung! Als wär's fucking gestern gewesen. Sind das nur die ersten 2 Flashbacks, aber den absoluten Flashback, den habe ich jetzt nicht. Achtung, zuhören. Kain the Elder. Hello, my friend. Stay a while and listen. Hello, my friend. Stay a while and listen. Talk to Kain! Damals hat es sowas noch nicht gegeben, wie ein Quest-System oder so. Aber ich erinnere mich daran, dass wenn du mit den Typen da gelabert hast, dass du halt dann... so gehören sie die Sounds. Steffi, da hast du allerdings richtig. Lass uns einmal die Geschichte erzählen. Gossip! Talk to Kain! Griswold, a man of great action and great courage. I bet he never told you about the time he went into the labyrinth to save Wirt, did he? He knows his fair share of the dangers to be found there. But then again, so do you. He is a skilled craftsman, and if he claims to be able to help you in any way, you can count on his honesty and his skill. Richtig geil. Es ist, und vor allem, wenn man sich an die Stimme erinnert von ihm, das ist halt schon right in the feels, Alter. Right in the feels. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube nicht, dass wir da eine Quest gekriegt haben. Also es gibt einen Quest-Button, da ich hoffe, ihr seht den Mauszeiger anständig, jawohl. Meine Grafik ist ja doch ein bisschen pixelig, aber ist ja wurscht. Quests. Close Questlog, wir haben noch keine Quests, aber ich weiß, dass es einen Quest für den Butcher gibt. Aber bevor wir anfangen, no Automap available in town, okay. Dann schauen wir uns mal unseren Charakter an. Der Strapsenbert. Strapsenbert, Entschuldigung. Level 1, Erfahrung 0. Fürs nächste Level brauchen wir 2000, wir haben 100 Gold. Dann gibt es schon die ersten Basis-Attribute, die man aus RPGs, RPG steht übrigens für Role-Playing Game, für Rollenspiele, so kennt. Stärke, Magie, wobei es den Punkt Magie halt eigentlich nicht mehr gibt.
der darf heute wahrscheinlich Intelligenz heißen. Dann haben wir Dexterity, das darf halt Geschicklichkeit sein. Vitality ist Vitalität und Point to Distribute, da kriegen wir pro Level einen Punkt, den wir da verteilen können. Und dann haben wir Leben, 70 und Mana haben wir 10. Das sind übrigens der rote Gnädel da und der blaue Gnädel da. Und was haben wir dann da noch? Dann haben wir eine Rüstungsklasse 7. Wir haben eine Chance zu treffen von 60%. Wir haben einen Schaden 2 bis 6 und dann verschiedene Resis gegen Feuer, Lightning, Blitz und gegen Magie. Und auf der anderen Seite niemals vergessen, und ich weiß, dass euch dieses Bild hat es euch auch in den Schädel hineingebrannt, nämlich das Inventar. Skadoosh. Man hat nicht recht für Inventarslots. Ich hab das anders in Erinnerung gehabt. Sag ich euch, was es ist. Man kann einen Helm anziehen, eine Brustrüstung und 2 Waffen. Also eine Haupthand und eine Nebenhand, 2 Ringe und ein Amulett. Und das da hier unten ist der Inventar. Da ist der Gold herin. Ja, das ist passt auf den Sound auf. Oh, leck. Wie gut ist das? Der Gold-Sound, Alter! Leck. Oh, Diablo 1, eins meiner ersten PC-Spiele. Mr. Blackswell, genau so schaut's aus. Ja, auf alle Fälle haben wir dann einen Club. Der macht 1 bis 6 Schaden und hat eine Haltbarkeit von 20. Überlegt, da hat's Haltbarkeit von Items gegeben. Die gingen mit der Zeit kaputt. Und wir haben ein Kurzschwert mit einem Schaden von 2 bis 6. Dann ist natürlich das Kurzschwert besser. Und einen Buckler haben wir Armor 3 und ein Schädel. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich weiß auf alle Fälle, dass da oben die Kirche ist, das weiß ich noch. Und da liegt der blutige Teufel davor und der hat uns auch noch was zum Verzeihen. Jetzt gehen wir mal in den scheiß Dungeon rein, weil sonst sehen wir keinen Dungeon nicht von innen heute. Los geht's! Rennen, habe ich wieder irgendjemanden übersehen? Nein, habe ich nicht, Gott sei Dank. Hä? War da herum nicht normal die Kirche? Irgendwo da muss doch die Kirche gewesen sein. Warum liegt im Inventar Stroh rum? Das ist eine gute Frage. Schaut ein bisschen aus wie schaut ein bisschen, ja. Wenn man nicht gescheit hinschaut. Liegt da nicht normalerweise einer vor dem... Müssen wir vielleicht nochmal schmerzen. Der ist nicht immer da. Echt jetzt? Naja, gut. Aber der gibt uns doch normal die Quest. Der gibt uns doch normal die Quest für den Butcher. Hab ich zumindest gemeint, keine Ahnung. Also kannst du nicht täuschen. So, los geht's. The sanctity of this place has been fouled. Es ist übrigens ein absolutes Phänomen, wie das sofort schafft, was das für eine Atmosphäre versprüht, dieses Spiel. Es ist finster, die düstere Muse. Und was damals schon ziemlich geil gemacht war, auch, das ist auch bis heute so gemacht. Die Level schauen alle gleich, die schauen gleich aus, aber es sind unterschiedliche Level. Das heißt, wenn du jetzt einen neuen Spielstand anfängst, dann ist die erste Ebene, du gehst in Diablo 1 immer nur treppenweise nach unten, also Etage für Etage, bis du in der Hölle unten bist, soweit ich mich erinnern kann, um Gottes Willen. Wenn ihr einen Kack erzählt, bitte korrigieren Sie mich im Chat, aber ich glaube, so war's. Und es ist halt zufällig... Die Map schauen wir uns gleich an. Map! Zufällig generierte Dungeons. Und ja, man muss schon sagen, die Steuerung ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, muss man sagen, es ist nicht ganz einfach da genau zum Navigieren. Liegt da irgendwas? Nein. Hat man nicht eine Tasten gehabt, wo man alle... Was ist denn jetzt? Okay, Alt ist offensichtlich Pause-Taste. Okay, wir haben einen Sarkophag. Aufmalen. Bis heute auf der Tab-Taste geht so eine durchsichtige Map auf. Die Säcken, ja, man sieht es jetzt vielleicht nicht hundertprozentig sauber, aber da ist ein kleiner Pfeil und dann siehst du, wo du schon warst und was du schon aufdeckt hast. Ja, das erste Dungeon-Crawling, wenn man so will. Aber da kommt der erste Gegner. Oh mein Gott, da kommt der erste Gegner! Stirbt du Sau! Mächtiger Warrior! Und er hat 10 Gold-Pieces gedroppt. Ich weiß nicht, was es war, aber es war auf alle Fälle ein Skelett mit Schwert und Dings. Dann haben da Barrels. Es gibt Objekte zum Interagieren, die kann man zusammenhauen. Da gibt es Skelette! Alter, der Sound, wenn das Gold droppt. Puh, das ist... Schmidi! Hauen Sie einer rein, bis zum nächsten Mal. Stream nachholen. Habe die Ehre. Wow, leck!
Sprengi, wir brauchen einen neuen Donation Sound. Ab jetzt brauchen wir mindestens einen Donation Sound, der sich so hört. Pass auf. Der sich so hört. Oh, der ist wichtig. Der ist wichtig, Sprengi, du hast eine gute Idee gehabt. 0,01% aller Donations gingen an die. So, auf alle Fälle müssen wir... Oh, was kommt denn da? Ist der jetzt? Gehen wir schon zu dritt. Verpisst euch bloß. Ich weiß nicht, dass man sich da so... Okay. Ah! Oh, das haben wir viel. Jawohl! Oh, einen Bogen haben wir aufgeklappt. Was ist das da? A Fallen One. Total Kills 0. Ja, wir haben einen Drop. Wir haben einen Shortbow. Kann ich mit dem jetzt einfach schießen? Wie kann man mit dem schießen? Tu mir. Alter. Shortbow. Beste Leben. So, wir crawlen jetzt da einfach mal durch den Dungeon durch. Kommen wir mit dem Shortbow. Und mit dem hier. Alter, der ist voll OP! Alter, der ist voll OP. Man hat unendlich Munition offensichtlich. Kann man mit den Barrels zusammenschießen? Nö. Also, ganz ehrlich, das Geschrei im Hintergrund, habt ihr das gerade gehört? Man muss direkt dort stehen, dann kann man die Barrels zusammen. Ich weiß auf alle Fälle nur, dass die Barrels kannst du reißen, also die Fassel, ja. Die können explodieren, da und alles ist schön blutig und duster und so. Und das hat das Spiel halt absolut einzig. Aber was haben wir da? Einen Scavenger? Absoluter Nostalgie-Flashback. Ist schon erreicht, also für mich hat es sich schon rentiert, passt. Wir sammeln mal alles ein. Es wird gelootet, es wird geblutet. Da Schatzkisten, nichts drin, nur Scheiß. Da haben wir Tier. Es macht ein bisschen überhaupt keinen Sinn mit dem Warrior. Oh, leck da ein Pfeffer. Boah, lecker da wieder. Der hat mir sauber eingepfeffert. Sauber exploiten. Aber der haben wir gar nicht lange umeinander. Nein, der haben wir wieder normal. Gib mir einen Backler und mein Kurzschwert. Und dann der Schlungholz, was da ist. Haben wir nicht so Gaudi da. Haben wir eigentlich sowas wie einen XP-Balken, wenn wir... Oh, das sind Zombies, glaube ich. Zombies, ey! Au! Der haut voll zu! Da sieht man schon links mein roter Bart, der geht langsam runter. Die kann noch mal Health Pots droppen. Wie heilt man sind da eigentlich? Das ist der Teufel. So, Mehr gut. Minen waren krass. Chills down my spine. Hat's Minen gegeben? Das weiß ich nicht mehr. Und wie es die jetzt stickelt. Ja, auch wenn es bloß so gar nicht Pixelbotzen sind, scheißegal. Man hat erkannt, dass den Zombie jetzt einen Hax oberdroschen hat. Und das war gut so. So, dann müssen wir mit Map beimachen. Die gelben, hellen Teile sind Türen. Also müssen wir noch mit zurückgehen. Da im Norden ein wenig laufen, da ist mit Sicherheit auch noch was. Und ganz furchtbar wichtig war, da schlag alle Viecher auf der Ebene, weil du sonst nicht genug XP kriegst, also Erfahrung kriegst, damit du im Level aufsteigst. Sonst kommt nämlich der Butcher und One-Hit. Wenn ich nicht sogar in Erinnerung habe, dass der Butcher so und so One-Hit. Da schlagen! Die komischen kleinen Goblins, wieso laufen die davor? Laufen nicht davor! Du Arschloch! Scheiß Skelette! Fuck you! Oh, Level up! Level up! Oh. Ist eigentlich da schon einmal was Gutes rausgekommen aus dem Scheiß da? Da, mehr Gold. Da liegt doch was. Das ist ein Bogen, den können wir nicht brauchen. Da ist der. Au! Oh, der hat was droppt. Ein Dagger. Was kann der Dagger? Ja, der hat Schaden 1 bis 4. Jetzt müssten wir aufleveln. Absolute Zerpimmelung. Level up! Okay, die Frage ist, man kann pro Level 5 Punkte verteilen. Schau, das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe mir einen. Also, unser Primärattribut ist auf alle Fälle mit Stärke. Da haben wir gleich mit 2. Und Vitalität. Und den letzten, der wir in, weiß ich nicht, den der wir ein Stärke ein. Stärke, ja, Angriff ist die beste Verteidigung. So, und jetzt kommt was, Kinder, das ist was. Jeder unter 20 Jahre, der 20 Jahre alt ist und jünger, der weiß das mit Sicherheit nicht. Ich kann jetzt nicht mehr umskillen. Das heißt, ich habe die Punkte da jetzt eine da und dann ist das jetzt so.
Das ist quasi ein Muschimofa-Scheiße, da wo du hergehst, oh, Kacke, ich hab Scheiße gemacht, drücke ein Knipferl und dann verteile ich das einfach. Nein, so nein. Wenn du Kacke gemacht hast, dann hast du Kacke gemacht. Und wenn du Kacke gemacht hast, dann hast du wieder ganz von vorne angefangen. Ja? Da hat man sein Hirn nur einschalten müssen. Da hat man vorher noch nachdenkt, bevor man irgendwas tut. Oder man hat einfach so lange umeinander probiert, bis man... Damals hat man nicht einmal gewusst, was es bedeutet. Na gut. Mehr Level. Da brauchen wir mehr Level. Mehr Skelette der Schlangen ist gleich mehr Level. Wenn man sagt, da erinnert man sich ja gleich wieder dran, warum der Trefferwert auf einer Waffe so wichtig ist, weil wenn... Oh, zwei gleichzeitig ist nichts. Vor allem man staggert auch kurz, wenn die treffen. Achtung, und jetzt kommt der Sound of my people. Das ist, wenn es dann Heiltraum sind. Saustark. Saustark. Oh, wir haben einen Backler. Nehmen wir mal mit. Oh, da sind voll Viecher! Die bringen mich um, die sind aber zu. So, alle der Schlange. Skelette. Ja! Einer so groß hier. Mistviecher. Ja, aber spielt sich gar nicht so schlecht. Also für das, dass es wirklich 25 Jahre ist, ich hab's besser in Erinnerung. Das sage ich eigentlich, man war es damals ja nicht anders gewohnt. Aber es geht schon. Ja, es ist natürlich ein bisschen clunky, ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber es geht schon. Ja, alles ist sauber looten, alles ist sauber der Schlung. Wir brauchen mindestens nur ein Level da herum. Ja, Skelette. Der Klassiker des RPG-Gegners. Heute haben's Krebse am Strand. In jedem scheiß MMO verprügelst du am Anfang... Oh, was ist das? Potion of Full Mana. Wir haben einen Mana-Pot gefunden. Den brauchen wir nicht. Was soll mit Mana-Pot, oder? Es gibt Spells? Item Repair Skill. Wie funktioniert der so? Ach, den kann man nehmen, oder was? Und jetzt so? Hab jetzt die Sachen da repariert, oder was? Armor. Oh, der Backler ist besser bei uns. Der hat 5 Rüstung. Ja, das hab ich zum Beispiel nicht mehr gewusst. Sag ich dir, was ist? Shortbow, schmeißen wir nicht weg. Der Sound, wenn du Waffen wegschmeißt. Alter, best game ever! Ich bin sofort wieder, keine Ahnung, 10 Jahre alt. So, da haben jetzt in der Regel... Oh, leck nochmal Goldkammer gefunden. Goldkammer! Her mit dem Schund. Wie viel liegt denn da am Boden? Was haben wir da so? Potion of Healing. Ja, die können wir natürlich brauchen. Mehr Healpots, mehr gut. Sehr schön. Und was immer noch funktioniert, ist einfach der Random Dungeon Generator. Ja, das Level ist absolut zufallsgeneriert. Was haben wir da? Scroll of Healing. Aha. Haben wir quasi. Wo ist der Quasi-Counter? Weiß ich nicht. Scroll of Identify. Das erkläre ich gleich, was das ist. So geht's her, ich schlag euch alle. Wahrscheinlich haben daheim schon ein paar 14 Mal in die Hosen gespritzt bei den Sounds. Ja, das ist so krass, wie lange, dass man sich an diese Sounds erinnern kann. A Book of Healing. Was ist denn ein Book of Healing? Was kann das? Book of Healing. Right-click to read. Required 17 Magie. Das ist das ein Item, wo man zaubern kann, oder was? Scroll of Identification. Right-click to read. Und dann? Ja, das ist ja voll kacke. Dann ist das weg. Ja, das ist dumm. Das ist dumm, dann ist es weg. Da lernst du einen Zauberspruch. Aber da brauchen wir mehr Magic. Also, mal kurz zur Erklärung. Da steht dort Required 17 Mag da unten in der Beschreibung in dem schwarzen Kasten. Das heißt, dass wir mir in Magic halt 17 Punkte brauchen. Das macht mit dem Warrior nicht recht viel Sinn. Glaube ich. Zombie! Level up! Absolute Zerpümmelung. Wir skillen wir genauso weiter. 2 Punkte in Stärke, 3 Punkte in Vitalität. Nice one. Weiter geht's. Herr Stolber! Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt... Der Chat muss wieder fertig machen, weil sonst ist es nichts.
der Spell Healing wird dann dauerhaft verfügbar. Herr Dave Davis, das hab ich mir fast gedacht, dass du. Also dann hast du halt in die Spells einen Zauberspruch drin, wo du selber heilen kannst. Der war eigentlich schon nicht so schlecht. Wenn man das einmal so sagt. Oh! Da hat es uns zerrissen. Ich hab's gewusst, dass es so Fassel gibt, wo so eins reißen kann. Alles der Schlang. Wir haben ein Kurzschwert gefunden. 2 bis 6. Required 18 Stärke. Das ist genau dasselbe Schwert. Oder Kurzschwert, das wir schon haben. Wir hauen mal alles zusammen, was da ist. Wie im echten Leben. Lieber widerlich als wieder nicht. So sehe ich das. Da. Ah! Falle! Da ist ein Pfeilchen, ich hab's genau gesehen. Ja, deine scheiß Mana-Pots kannst du den anschirmen. Die braucht kein Mensch! Na, schon wieder Falle! Scheiß gar nicht Gobos! Da schlag euch alle! Droppt mal was Gescheites! Nicht aber so ein Kack da! Boah, was ist das? Was war das? Scroll auf Inferno. Braucht man 19 Magie. Ja, Sorceress war schon auch ganz witzig gewesen eigentlich. Weil so die Zauber... Ich hab Zaubererin damals nicht so oft gespielt. Und deswegen kenne ich die Spells auch nicht so wirklich, wie die ausschauen. Das machen wir dann nachher. So, alles wird der Schlag. Außerdem hab ich schon einen Eingang zum nächsten Level gefunden. Wir können mal so ein Town-Portal-Scroll finden. Das war auch nicht schlecht. Da kannst du dich dann in die Stadt zurück teleportieren, ohne dass du auflaufen musst, weil sonst wirst du arm. Spätestens überhaupt schon wieder, 8:45. Wir haben nicht so unendlich viel Zeit, wir haben heute noch 2 Spiele. Zauberin gibt's bloß bei D2, das stimmt nicht. Ach, ist es ein Zauberer? Gut, das weiß ich natürlich wieder nicht. Das ist quasi ein R. Servus Bürger, kommt irgendwann das erste Doom? Oh, Herr Mr. Axel Jakob, da schaust du jetzt mal in meinen Kanal rein und suchst die Playlist aus, die ich heute erst gemacht habe, mit alle Retro-Reisen auf einmal. Da haben wir Doom 1 schon behandelt. Ein Säbel ist gedroppt. Schauen wir mal, was der kann. Hey, Mr. Säbel, wie schaut's aus? Oh. Damage 1 bis 8. Required 17 Stärke. Den nehmen wir doch. Der ist besser als unserer. Und was auch cool ist, sagt man das am Model schon? Also am Charakter selber, wenn man die Waffen wechselt? Pass auf. Nein. Also es gibt ein Model für Schwerter, für Einhandschwerter, das schaut immer gleich aus. Ja, damals waren wir noch nicht so weit. So, wir kommen jetzt da wieder zurück. Ich sag doch, da müssen wir her. Da geht's ins nächste Level, Obi. Herr Axel, das ist nichts, wofür man sich entschuldigen muss. Kann ja nicht jeder alles wissen, ne? So, down to Level 2. Und das ist quasi, jetzt wenn ich noch einmal quasi sage, dann schlage ich mir selber die Fresse ein. Ich sag das, wie es ist. Dann geht's ins nächste Level, Obi. Und so geht's die ganze Zeit dahin. Ja, und jetzt schaut schon leicht anders aus. Und so hat es das Gefühl vermittelt, als dass du da wirklich in einen unendlich tiefen Dungeon Obi steigst und da unendlich viele Monster killst. Und so alle paar Level haben sie dann die Viecher auch geändert. Also dann war nicht da mal, jetzt kommt da mal ein Zwischenboss. Und jetzt schauen wir mal, ob den werden wir nicht schaffen. Ich sag das, wie es ist, weil wir einfach gnadenlos underlevelt sind in der Zeit. Au! Oleg! Wo ist der Schlang? Das sind so viele! Das sind wirklich viele. Ich muss mich da in Tier reinstellen. Exploit! Dann kommt bloß einer her. Au! Nein, dann muss man vor Tier gehen. Ja, kommt alle einzeln, dann kennt's nix, ihr Penner. Das kann dabei ein Healpot droppen. Das war einmal eine Sache. Schlägerei! Sauber nicht Tierstockschlägerei! So, du geschissener Bogendepp da oben. Kannst auch mit dem Maul halten. Mr. Goblin, laufe dir da wieder vor! Bei diesen nervigen Scheiß-Goblins. Klang ich schon wieder. So, haben wir schon wieder all in. So, jetzt spielen wir Serious Pro Gaming. Jetzt haben wir wie schnell schießen an die. An das Gatling-Skelett oder was? Oh, das sind 50. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Ah! Ja! Jetzt sterben wir dann gleich. Schießt so schnell. Au! Alter, das ist ein Wahnsinn. Was ist mit denen? Den müssen wir einzeln unterschlagen. Ja, schau mal, wie das zweite Level gleich anzieht. Das ist ein Wahnsinn. Wir müssen aber eigentlich einmal schnell aufhören und einkaufen. Bisschen die Waffen, bisschen die Rüstung. Oh ja, Level Up ist gut. Level Up ist gut für uns. Jetzt soll ich einer da zu dir. Ja, ich hab noch mehr für euch. Hopp, einer noch am anderen.
Einen nach dem anderen. Schön. Ah, warte, der Luther ihn nebenbei noch mit dir, du Spacko. Ah, Lore kennt hier gar nichts. Arschlecher. Level Up ist gleich Full Heal. Das ist absolut richtig. So, gleich aufgelevelt. 3 in Stärke, 2 in Vitalität und weiter im Programm. Looten, Skelett-Deppen der Schlung. Da, stirbt die Sau. Stirbt die Sau. Ah, das sind so viel! Das sind schon wieder so viel! Ah! Stirb! Oder mit 60% Trefferchance bist du halt auch gefickt. Was hat denn der scheiß Gatling-Skelett-Sepp für eine Trefferchance? 4000! Warum droppen keine Healpots? Ich brauch Healpots! Au! Ihr Wichser! Oder die killen mich gleich! Ah! Ah! Warte mal. Oder das Heil... Nein, wieso? Ich brauche einen Heilpot! Gib mir einen Heilpot! Ah! Müssen wir zurück. Das hilft nicht. Müssen wir zurück aus. Wir müssen zurück in die Stadt, das hilft nicht. Kocho, merci dir! Fürs Vorbeischauen. Sagt er. Nein, nicht nur mehr Skelette! Ah! Er ist der unbezwingbare Skelettmann. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's wirklich eng. Oh, was ist denn da eigentlich? Spike Club, den haben wir weggeschmissen. Jetzt müssen wir wieder aufhängen. Das hilft nicht. Wo ist denn der Aufgang gewesen? Ich glaube da unten. Jetzt müssen wir einkaufen. Ich sag das, was ist. Wir brauchen eine Rüstung, wir brauchen einen Helm, wir brauchen alles. Und wir nehmen alles mit. Das verkauft man den ganzen Scheiß. Und wie hab ich denn das übersehen können? Da waren Schatzkisten, die ich nicht aufgemacht habe. Oder ist das ein Bug? So, wo geht's jetzt weiter? Obi. Ja, kriegen wir schon. Ich möchte auf alle Fälle zumindest den ersten Skelettboss sehen. Ich glaube nicht, dass wir bis zum Butcher können. Ich sag das, wie es ist. Kistige Kiste. Kistige Kisten sind immer gut. So. Ah, schöne Muse. Da geht mein Puls gleich wieder oben. Jetzt lassen wir uns vom Deckard Kane erst einmal heilen. Das ist mir das Allerwichtigste. Wieso habe ich eigentlich da 8 Mana-Pots gefunden? Das weiß kein Mensch. Kann man die verkaufen? Hey, Mr. Deckard Kane. Wo sind denn Sie? Hilfe! Man hat übrigens in dem Spiel noch nicht sprinten können. Das ist nix. Well, what can I do for you? Nicht schmerzen mit mir auf alle Fälle. Ich hätte gern bei Premium-Items, Sell-Items. Ein Dagger, verkaufen. Ja. Ein Buckler, Armor 3, verkaufen. Kurzschwert, 2 bis 6, ja, verkaufen. Buckler, Armor 3, verkaufen. Kurzschwert, ja, verkaufen. So, wir haben jetzt 745 Gold. Und jetzt kaufen wir uns, was sind denn Premium-Items? Rags of Thorns. Attacker takes 1 bis 3 Damage. Armor 5. Was ist denn das? Da steht ja nicht mehr dort, was das ist. Das ist ein Schädel. Fine Shield of Strength. Oh, das ist aber teuer, der Schund. Premium-Items können wir uns nicht leisten. Oh, Leather Armor. Da schau hin. Skull Cap. Dagger. Was haben wir da noch? Gibt es da noch mehr? Da habe ich von. 120. Kurzschwert. Langschwert, ja, das braucht Geschicklichkeit, haben wir nicht. Ein Hacke mit 4 bis 12. Ein Hacke ist natürlich stark. Kannst du sagen, was du möchtest. Kurzbogen, Jagdbogen, Langbogen. Die Roten können wir natürlich nicht hernehmen, da haben wir nicht die richtigen Stats dafür. Aber ich darf jetzt einfach mal sagen, weißt du was, nimm den Skullcap mit, ja, nimm die Lederrüstung mit, ja. Und können wir uns das Hacke noch leisten? Wahrscheinlich nicht. Wieso ist denn das eigentlich alles rot hinterlegt? War das so, dass die Items da immer rot hinterlegt sind? Ich hab da so indirekt das Gefühl, man kann es dann nicht hernehmen. Ja. Und der Mützel, ja, das ist ein bisschen schade. Leider sieht man da keine Veränderung am Charakter selber, wenn man die Sachen anlegt. Das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. Birger sieht Hacke, Birger einen Prügel in der Hosen. Was? Birger sieht Hacke, Birger einen Prügel in der Hosen. Herr Odin, das ist kein ganzer Satz. Fürchte ich. Safe Game. Erst einmal Safe Game. So, kann man sich da nicht irgendwo heilen lassen oder Heilpots kaufen? Das ist ja Hello, my Wahnsinn. friend. Stay a while and listen. Nein, ich hab keine Zeit zum Stayen und Listen. Was ist mit ihm da oben? Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Ja, verkauf mir was.
Many Gossip. adventurers. Nein, interessiert mich nicht. Ich meine bloß, oben links im Dorf. Kann man sie... Ich hab eigentlich den... bei ihr vielleicht? Schauen wir mal. Gillian, the Barmaid. Ja, verkaufen wir was. Good day. How may I serve you? Farnham is a drunkard who fills his belly with ale and everyone else's ears with nonsense. I know that both Pepin and Ogden feel sympathy for him, but I get so frustrated. Die hat aber auch nichts. Ja, er schaut aus wie ein Doktor. Er schaut aus wie ein Doktor. Heil mich mal. Heil mich. What ails you, my friend? Receive Healing. Danke. Buy Items. Potion of Healing. Verdammt. Potion of Full Healing. Dann nehmen wir jetzt einfach mal... Ja, fürs restliche Gold kaufen wir. Passt. Full Healing brauchen wir nicht. Und das zeigt da, das... Inventarmanagement. Wichtig. Wichtig. Kann man die Mana-Pots nicht verkaufen? Schmeiß die Scheiße da hin, die braucht gar nicht Sau. So. Ja, die fetten Achte da, die behalten wir uns. Das schaut gut aus, So mag ich es. So. Und wieder runter zu. Kannst bei der Hex unten rechts verkaufen, das weiß ich auch nicht mehr. Ja, drauf geschissen, das klang nicht schon, gehen wir noch mal herunten in den Dungeon hinein. Merci für die Tipps übrigens einmal so, by the way. Das habe ich nicht mehr gewusst, wo die umeinander stehen. Wahrscheinlich habe ich es auch damals nicht gewusst, weil ich kein Wort Englisch kennen habe. Stimmt, beim Wirt kann man gamblen. An das erinnert ich mich schon noch. Ab zur Adria außerhalb vom Dorf, da kannst du es verkaufen. Ist schon spät. Haben wir schon wieder und. Haben wir auch keine Zeit nicht. Wir haben ja auch keine Zeit nicht, Kinder. Wir müssen uns ja noch 2 Spiele anschauen. So, haben wir wieder da. Wo ist sie gegangen? Offiziell. Schauen wir mal. Jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Rüstung. Und alles, bloß ich bin mir nicht sicher, hat der... Ja, wir haben 2 bis 9 Schaden. Und to hit... Oh, das sind schon die Goblins, sind schon blau schon hin. Ui! So mal das. Was haben wir da? Ein Morgenstern. Was kann der Morgenstern? Damage 1 bis 10. Über den Morgenstern. Oh, der hat ein anderes... Oh, das schaut aber nicht nach Morgenstern aus. Aber der hat auch ein eigenes Model. Und das schaut halt aus, wie es ausschaut. So, der schluck euch alle! Du Penner! Was ist ein Goblin mit Licht? Gibt's aufs Maul! Wie geil es damals schon gemacht war, wenn man einen da schluckt von... Oh mein Gott, das ist ein Gamer! Pukerat, the Unclean! Some magic resistances, no immune! Stirb das auf! Ah! Und dann laufen sie davor, wenn man ihn umbringt. Du Penner! Da ist er tot! Book of Holy Bolt! Der hilft uns nicht! Das ist was Gescheites rocken, der Arschloch! Book of Holy Bolt! Ich brauch dann keinen Holy Bolt! Scheiß Goblins! Stirb's auf! Stirb's auf! So Lebensregeneration oder sowas hat's damals, glaube ich, auch noch nicht gegeben. Hat's Lifestyle gegeben? Lifestyle, auf Deutsch übersetzt, Lebensraub. Das sind aber Skelette schon gescheit schon, gell? Oh, das sind Captains. Was haben wir da? Skullcap. Fix, die hätte man sparen können. Wie schnell schießt denn der Skelettdepp da oben? Ja, Level up! Ihr Wichser! Da jetzt her! Da schlage ich hoch. Ja, ist gut da unten. Die sind wirklich Gatling-Skelette da. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Da schlag euch alle. Da schlag euch alle, da kenn ich nix. Pixel klicken. Besser wird's halt nicht mehr. Was ist denn das wieder für ein Mistviech da? Der kleine rote Goblin war übrigens gerade ein Named. Named, also er hat einen Namen gehabt. Damit droppt er halt auch was Besonderes. Was ist ein Drop? Für die Leute, die im Englisch vielleicht nicht so ganz bewandert sind, das sind die kleinen Waffen, die da rausfallen. Also das Gold, das da außer droppt. Oder eine Waffen, die es fallen lassen. Dann fällt die nicht da raus, sondern die droppt. Verstehst? Pro-Gamer-Jargon. So, 2 Stärke, 3 Vitalität. So mag ich das. So mag ich das. Wir schauen mal aus, geht weiter nach Süden. Ein Drops, meist mit Zitronen- oder Minzgeschmack. So ungefähr. Oder kalter Stahlgeschmack.
Geh noch 4, du. Nein, ich warte Fleiß an dem Torbogen. Tu den nicht runter. Ah, Captain, da schaust du nicht mehr gut aus, mein Captain. Schaust du nicht mehr gut aus, mein Captain. Yes. Oh, wir haben eine Kappe aufgeklappt. Oh, Cap, Armor 3. Was hat das? Armor 3. Das hat, oh, das Kappe hat Armor 4. Das setzt man natürlich auf. Je mehr Armor, Rüstung, desto weniger Schaden kriegen wir, wenn uns die kleinen Mistviecher hauen. Oh, das ist eine Schatzkiste. Und irgendwann hast du auch dauerhaft die Karten da auf und laufst eigentlich nur noch mit dem kleinen orangen Pfeil umeinander und klickst irgendwo auf die Viecher, die du dann sägst. Ein kleiner Scheiß-Goblin, den lässt man jetzt in Ruhe. Das wird blöd, dass ich am Nachlauf. Oh, Ebene 3, Ebene 3. Da nehmen wir einen Goblin doch noch schnell mit, wenn du mal herkommen und die lang aufführen. To drop STH ist gleich Apps fallen lassen, oder wie? Ich weiß nicht, was STH-Punkt heißt. Lindensepp, die hab ich übersehen. Ist es damals noch nicht zurückgesetzt worden, wenn man einen Dungeon verlassen hat? Nein. Also, ich glaube, die Dungeons, die werden einmal generiert, sobald du in das Level runtergehst. Und zwar jetzt. Ah, da wird der einmal generiert und dann wird er in dem Spiel so gespeichert, wie er ist in dem Spielstand. Aber in dem Moment, wo du runtergehst, ist noch nicht klar, wie der Dungeon ausschaut. Das glaube ich, so ist das im technischen Hintergrund gelöst. Ah, schaut wieder ein bisschen anders aus, der nächste Dungeon. Ah, das haben wir die Drops. Oh, haben wir wieder Goldkammer gefunden. Ah! Wie grantig ist der Teufel? Fix. Also, ich glaube auch mit jedem, man sagt ja nicht was für. Oh, endlich einmal eine Potion of Full Healing. Fucking finally. Endlich kriegen wir mal Health Pots umsonst, die wir nicht kaufen müssen. Oh, die Musik ist aber auch schon so finster wie. Haha, Tür auf, schieß nochmal. Tür zu, Penner. Haha, hallo. Oh, was hat der wieder? Ah! Mit jedem Level nach unten werden natürlich die Viecher stärker. Die halten mehr aus, machen mehr Schaden. Aber da bin ich mir, um ehrlich zu sein, nicht hundertprozentig sicher, ob das so ist. Sagen wir das? Scroll of Identify, die nehmen wir natürlich mit. Und ansonsten, was haben wir da? Da kommt ein Buch, also Book of Charged Bolt. Das ist wieder ein Zauberspruch. Können wir alles nicht brauchen. Lass die scheiß Bücher liegen. Die kann man zwar verkaufen, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Was ist mit denen? Da stehen 5 auf dem Haufen. Hat sie ja vollkommen narrisch. Nix da. Schluss. Aus. Pfui. Gibt's einen Morgenstern to your face. Du Penner. So schaut's aus. Sehr schön. Wo geht's weiter? Nach rechts. Jetzt schauen wir mal, dass wir so tief runterkommen, wie es geht. Weiß noch jemand, auf welcher Ebene der Butcher war? War es die 3. oder war es die 5.? Oder gar keins davon? Oh, Level Up. Diesmal geben wir uns straight 5 Stärke. Ich sag, das ist straight 5 Stärke. Da der wir gar nicht lange umeinander. Und beim nächsten Level Up straight 5 Leben. Der Maxon schreibt auf Ebene 4. Okay, wir probieren es. Der Butcher wird uns gnadenlos in den Boden stampfen. Aber das ist ein netter Abschluss. Weil, wenn uns nicht die Viecher vorher schon killen. Stirb das Sau! Was ist denn mit denen? Die haben aus Beton! Alter, die hauen auch ganz schön zu. So, au! Alter! Alter, da müssen wir in den Tür raus. Alter! Ich glaube, wir haben ein bisschen underlevelt. Bin unschlüssig. Alter, wie viel holt denn der aus? Der hat 3 oder 4 Schläge ausgehalten, die Mistsau. Ein Healpot saufen. Das sind übrigens die Healpots, die wir uns im Factorio gebaut haben. Oh, leck mir am Arsch, Alter. Was ist denn mit dem scheiß Mistviech los? Und dann droppt er eine Kappe mit einer Rüstung. Halt doch dein Maul! Dexterity für mehr Hitchas? Was? Im Ernst jetzt, oder was? Schau, das hab ich nicht gewusst. Steigert Dexterity die Trefferscheiß. Weiß das jemand? Ja! Tja, Mistakes were made! Das erklärt vielleicht auch in früheren Zeiten, was 5 Level 2%. Das ist jetzt auch nicht der Teufel. Aber ein bisschen Mid-Leveln müsste man eigentlich schon. Oh mein Gott, jetzt werden Skelette schon rot! Und sie können fliegen!
Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen in die Misere, meine ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. We're gonna die now. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Wir gehen in die nächste Ebene runter. Okay, bye. Bye. Sie fliegen. So, da unten werden wir wahrscheinlich jetzt erst rechts zerpümmelt. Aber es ist ja schon 5 nach 9. Wir müssen uns ein bisschen umdrehen, weil sonst kriegen wir den Rest nicht mehr zum Singen. Ich möchte gerne einen Butcher singen. So, Skelettmann. Ja, da fallen sie auf einmal wieder auf einen Schlag um. Das versteht so nicht ganz. Da kommt es alle einzeln. Da ist das alles kein tragisch. Da ist alles nicht tragisch. Ja, schön. 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 Ja. Schön. 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 Schön, einen nach dem anderen. Die haben wir auf C. Wir brauchen noch ein bisschen XP. Ein bisschen XP, Money, brauchen wir. Was haben wir da? Scroll of Identify, brauchen wir nicht. Hey, Goblin-Sepp. Ich brauche nicht schon 2, 3 Schläge bis da rumfallen, gell? Was, der Butcher kommt nicht, weil der Typ nicht vor der Kirche gelegen ist. Im Ernst jetzt? Poisoned Water Supply. I'm glad I caught up to you in time. Our wells have become... Dann haben wir einen anderen Quest gekriegt. Ist das echt so gewesen? An das erinnert ich mich nicht mehr. Aber dann müssen wir uns das nochmal schnell anhören. I'm glad I caught up to you in time. Our wells have become brackish and stagnant, and some of the townspeople have become ill drinking from them. Our reserves of fresh water are quickly running dry. I believe that there is a passage that leads to the springs that serve our town. Please find what has caused this calamity, or we all will surely perish. Oh mein Gott. Das heißt, unsere erste Quest ist das mit dem... Also da ist ein Brunnen irgendwie verseucht und so. Und den müssen wir jetzt halt finden und reinigen oder irgendwie so. Was haben wir da? Cape. Armor 2. Was haben wir im Cape? Haut mit dem Cape. Was? Der Luke reinschreibt, Waus, Saug, R. Ich weiß nicht, was das heißt. Also ich kann es nicht lesen, es tut mir leid. Hat's da nicht schon einen Skelettkönig auch gegeben? Mr. Strife? Ja, hat's. Und ich hab so ein bisschen das dumpfe Gefühl, wir gehen mal noch mal eine Ebene auf, da wo die roten Skelette waren, dass da der Skelettkönig umeinander guckt. Außer das ist auch wieder eine separate Quest. Ich weiß, aber du hast ja alle Quests machen müssen. Also es hat ja, du bist ja früher oder später immer irgendwann auf den Butcher gekommen. Irgendwann. Und die roten Skelette haben schon sehr verdächtig. Oh mein Gott! Die haben so stark! Fucking Skelette, wo ist denn der Türrahmen? Ich muss euch exploiten. Wo ist Türrahmen? Wo? Da ist Türrahmen. So, da bleibe ich jetzt stehen. Da können wir schlägern. Kommt's einer? Oh, mein Helm wird kaputt. Stirbt das auch! Und der nächste bitte. Ja. Stirbt das auch! Die halten vielleicht ganz schön viel aus. Was ist mit denen? Das war Fledermausi. Fledermausi. Ja, ein bisschen gut. Stirbt das auch! Alter, die halten vielleicht ganz schön viel aus, die kleinen Drecks-Shadow-Viecher. Die scheiß roten Skelette kennen gar nichts. Da wolltest du... Nein, die Quest waren random. Okay, dann ist das eine Information, die habe ich eigentlich so nicht... Level up! Schattenvieh! Stirb das auch! So, jetzt gehen wir mal... Tatsächlich. 5 Level. Jetzt haben wir 62% Chance zum Hitten. Was ist denn so... war denn da dann wahrscheinlich so der Punkt? Dass man einigermaßen anständig getroffen hat. Wahrscheinlich so 75 bis 80%, oder? Also hast du ein gewisses Base... Oh. Okay, bye! Ja, da ist also so ein enge Stelle, da kommt gerade durch. Na, 3 gleichzeitig ist ein Problem. 3 gleichzeitig ist Skelett! Schub's auf! Die Handball echt lästig, die Mistviecher. Ja! Ja! Immer ja fertig! Ja! Du kannst nicht zuhauen, wenn es die treffen, die Mistviecher. Ah!
Okay, bye! Have a great time! Die geben wenigstens fett XP, dann wären wir stärker. Schauen wir mal, ob wir da noch was finden. Weil die roten Skelette sind schon sehr auffällig, muss ich sagen. Aber uns gehen ein Health Pot schon wieder aus. Das ist nix. Das ist ja nix. Da haben schon wieder so viele Skelette! Stirb! Stirb! Stirbt alles! Stirb! Also die komischen fliegenden Viecher trifft man komischerweise sehr gut. Und die komischen Goblins auch. Wahrscheinlich hat es auch mit den Viecher selber zum Tor, wie gut dass man trifft. Ja, das war ein Vorschlag hier. Oh, der hat mich zu... nicht! We died. Press F für einen Strapsebärt. Aber der muss gecountet werden. Ja, Depth-Counter plus 1. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist Diablo 1. Der Urvater. Wahrscheinlich nicht das allererste Hack and Slay. Der Genrebegründer glaube ich es nicht. Weiß ich jetzt aber auch nicht gerade auswendig, was der Genrebegründer ist. Aber, wie soll ich sagen, Blizzard hat schon immer gut können, Spielprinzip klauen und besser machen wie alle anderen. Ja? Das hat Blizzard schon immer können. Leider Gottes haben sie es in den letzten 5 Jahren vergessen, wie das ging. Und auch die sagen, außer mit der CD. Bäm. Raus mit der CD! So schaut's aus. Jetzt muss ich mal ein bisschen in den Chat reinlesen. Was sagt's zu Diablo 1? Was ist so der Eindruck? Wer an der Stelle, wem's gefällt, was wir mir da tun? Press F für die Retro-Reise. Ich will den Like sehen auf dem YouTube-Video. Wer nicht mitmacht, der schlägt einen Butcher. So, von hinten. Quer. So, wir sind aber natürlich noch nicht fertig. Ich hab da noch eine Schachtel. Und das mit der Original-Schachtel. Ja? Es passt jetzt eigentlich nicht so 100%ig genau. Oh, ich habe irgendjemanden übersehen. Leute, Entschuldigung. Itsanagi no Nukami. Danke für deinen Fünfer. Kleine Unterstützung auf der Retro-Reise. Ich hoffe, du bist noch da. Es tut mir leid, ich hab dich übersehen. Ich hab so gar nicht Pixel zusammendreschen müssen. Vielleicht hast du das gesehen. Danke dir. Bussi aufs Nussi. Hoffentlich ist er noch da. Und hasst mich jetzt nicht, weil ich 9 Minuten übersehen habe. Jetzt muss ich kurz mal was trinken. Da, der Irrsinn Rainer hat recht. Nur 180 Likes drüben auf YouTube. Was stimmt denn mit euch nicht? Das frage ich mir. Ist so schwer auf den Like-Button zu drücken. Und überprüft mal eure Glocken. Mittlerweile gibt es 3 Optionen. Ha, du kannst alle meine Benachrichtigungen haben, die nur für die zugeschnitten sind, oder gar keine. Was natürlich den Sinn der Glocke ganz massiv, weißt du eh. Smash der Like-Button! Wenn ihr mitmacht, ist raus! So, jetzt ziehen wir mal noch gemütlich an der Bib. So schaut's gut aus. Diablo ist ja bloß der erste Teil einer sehr langen Reise. Und jetzt darf man nicht recht viel Zeit verlieren, weil sonst wir müssen einigermaßen mal wieder eine Punktlandung auf 10, Viertel nach 10 hier kriegen. Friends of the Sun. Folgendes ist natürlich der Nachfolger. Und so ganz passt es nicht ins Konzept, weil ich immer gesagt habe, so, ja, Retro-Spiele müssen eigentlich schon mindestens aus den 90er sein und am besten nur von Anfang die 90er, so mit richtig alter Grafik. Aber bei meinen Lieblingsspieleserien kann man das schon mal machen. Bam! Selbstverständlich gibt es den absoluten grandiosen Nachfolger Diablo 2, ebenfalls mit einem Expansion-Set. Lords, ich glaube Lord of Destruction, da war der Endboss dann nicht mehr der Diablo, sondern der Baal, das war sein Bruder. Und dieses Spiel hat das Genre, die Messlatte so fucking hochgelegt, dass ich glaube, ja, eigentlich nie wieder irgendwie ein Spielerlebnis von Hack and Slay an Diablo 2 gelangt hat. Nie wieder.
Für mich dann Diablo 3, aber da scheiden sich die Geister. Ich habe Diablo 3 eigentlich nicht schlecht gefunden, eigentlich sogar sehr gut. Wie das ausschaut, da redet man anders mal. Ja, da die Song, die haben wir gar nicht lange umeinander. Ich lese mal kurz vor, was da. Der Baal war der Gott des Krieges, oder? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Der Blackswell schreibt, meine Kindheit plus Jugend ist daran verloren gegangen. Mr. Blackswell, da kenne ich noch jemanden. Und nach Diablo 2 war dann World of Warcraft und Warcraft 3 dafür verantwortlich, dass ich das Kellerkind bin, das ich heute bin. Ich lese mal kurz vor, was da so los ist. Das Böse lebt. 5 großartige neue Charakterklassen. Bekämpfen Sie die... Das ist so winzig geschrieben, dass ich es mit meiner Brain nicht einmal lesen kann. Bekämpfen Sie die Günstlinge der Hölle als Amazone, Zauberin, Totenbeschwörer, Paladin oder Barbar. Jeder einzelne Charakter ist ausgestattet mit einzigartigen Fähigkeiten. Und der Sprung von Diablo 1 auf Diablo 2 ist so exorbitant krass, dass das richtig übel ist. Du rennst dann nimmer da redet man dann, wenn wir spielen. Ja, selbstverständlich spielen. Und das ist übrigens Original Diablo 2, ja? Nix Resurrection, Behinderung, sonst irgendein Scheiß. Original. Und wir spielen da auch das Original. Kann man immer noch spielen. Ich kann das immer noch über meinen Blizzard-Account runterladen, weil ich das vor Jahrzehnten irgendwann einmal aktiviert habe. Mächtige neue Waffen und Zaubersprüche. Unterwerfen und befehligen Sie albtraumhafte Kreaturen, machen Sie sich die elementaren Kräfte der Natur zunutze und beherrschen Sie die Mächte des Lichtes und der Dunkelheit mit Hilfe mystischer Magie und finsterer Zaubersprüche. Teuflisch gutes Multiplayer-Spiel. 4 schier unendliche Reiche. Erobern Sie gewaltige Unterwelten mit verborgenen Verließen und unerforschten Wüstenlandschaften auf Ihrer Reise durch eine riesige und stetig ändernde Welt. Und da gehen wir gleich dazu, wenn wir geschmeißt. So, haben wir Systemanforderungen. Ein episches Action-Rollenspiel. Stehen da irgendwo Systemanforderungen? Da stehen keine Systemanforderungen drauf. Doch, da! Ich weiß noch, dass ich das bei Müller in Straubing damals gekauft habe. Diablo 1 war von 1996, Diablo 2 ist aus dem Jahr 2000. Deswegen passt es nicht so ganz ins Konzept. Ja, es ist nicht ganz so alt, aber es ist ein absoluter Genrebegründer, wenn... Ich feiere es so hart, dass du noch die Box hast. Alter, die Box schaut auch... Vor allem, das habe ich am Blizzard immer geschätzt. Die haben sich bei den Boxen immer Mühe gegeben. Ja, da ist das Blizzard-Logo da herum, das glänzt leicht. Dann haben diese Runen, wenn das jetzt... sagt man das einigermaßen. Dann haben diese Runen da rundherum, die sind... Ja, also die... Relief-Cover schreibt der Sprengi, richtig. Das heißt, an Diablo sein Gesicht ist glatt und glänzend und der Rest ist rau Pappardeckel. Ja? Blizzard hat sich schon immer Mühe gegeben, dass die Boxen einfach geil gemacht sind. Ja. Übrigens, Blackswell, du warst vorher, glaube ich, noch nicht da. Ist leider nicht das Original. Aber Bestseller-Series, die zählt auch. Aber Original Diablo-Schachtel war schon ganz geil. Ja, auf alle Fälle schauen wir mal rein, was drin ist. Ja, ist auch wichtig, wie das früher ausgeschaut hat. Machen wir mal auf. Dann war da ist da so ein Dingschachtel drin, die schaut aus wie Nagelneu. Leider habe ich keine Rechnung mehr. Dann kommt Diablo. Ja, da ist jetzt mein CD-Key drauf, da muss ich jetzt so machen, das wird wahrscheinlich jetzt schon zu spät sein. Ja, es ist eine Doppel-CD, beziehungsweise eine Dreifach-CD. Einmal mit CD3, Video-CD, Deutsch. Windows 2000, 98, 95 und 2 Installations-CDs. Und dann hat man, glaube ich, auswählen können, ob man die Videos gleich mit installiert auf dem PC und so. Ansonsten hast du, glaube ich, CD einlegen müssen. Dann ist dabei so ein kleines Hefterl. Da steht sogar 2001 herum. Blizzard Entertainment mit einem fetten Barb, warte, muss ich vielleicht einmal schnell umschalten, damit man es besser sehen kann, das ist vielleicht ein bisschen kacke. Mit einem schönen Barb Artwork und das da hier unten, was kann das? Oh, Depf. Ei! Wenn das kein Like nicht wert ist, diese Depf, Brudi, dann weiß ich es auch nicht. Was werden das sein? Ist das Amazone oder Assassine? Oder ist das ist Andariel, oder? Ist das Andariel? Alter, die hat sogar einen Nippel. Die hat sogar einen Nippel! Hallo! Nippelklötze. Look at this depth, wenn das kein... Und dann haben da die ganzen Blizzard-eigenen Spiele drin. Warcraft 2 Battle.net Edition habe ich übrigens auch noch.
Diablo 2. Ich weiß nicht, warum da eine Werbung für Diablo 2 drin ist, aber man hat das halt irgendwie einheitlich machen müssen. Was haben wir da? Da muss man das Heftel umdrehen müssen. Warm-Up GP 2001. Adventure-Rollenspiele. Da ist ein Haupt... Nein, da sind nicht Spiele von damals drin. Ihre Meinung ist gefragt. Mitmachen und gewinnen. Da sollte ich vielleicht noch mal was hier. Nicht schlecht. Mehrer war nicht. Doch, da ist noch was. Was haben wir da? Registerkarte. Sichern Sie sich Ihre Vorteile, wie wenn die Universal. Was hat es da so gegeben? Das war früher, glaube ich, so ein Softwarevertrieb, wo es lauter so ein. Wie der Pearl-Katalog. Kennt jemand einen Pearl-Katalog? Übrigens, so mal nebenbei bemerkt, Andariel mit den Depp und Nippel ist der erste Boss im ersten Akt von Diablo 2, falls sich jemand fragt, so, hey, Andariel, wer zur Hölle? Registerkarte. Bitte gut lesbar in Blockbuchstaben ausfüllen. Welches Produkt haben Sie gekauft? Weiß ich nicht. Diablo 2. Das Dankeschön. Funkflitzer. Heiße Rennen mit ferngesteuerten Flitzern. Cäsar 2. Historische Städtebausimulation im alten Rom. 3D Ultra Pinball 2. Creep Night. Kostenlose Informationen und kostenlose Hotline. Ja, da war halt früher noch, man hat das, deswegen mag ich das auch bis heute, dass man sich Spiele in physischer ins Regal stellen kann. Ja? Ich habe sehr lang gebraucht zu akzeptieren, Spiele digital zum Kaufen. Ja, direkt über Steam, dass das nur in der Bibliothek ist und so. Da habe ich sehr lang gebraucht dafür, muss ich sagen. Friends of the Sun, Diablo 2, wie das ausschaut, schauen wir gleich. So. Wo haben wir? Ich hoffe, dass alles funktioniert. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Da haben wir mal, da steckt man das wieder aus. Stellt euch einfach das Ding vor. Jetzt betten wir erst einmal, dass nichts kaputt geht. Das ist auch so eine Sache. Diablo 2 zum Laufen zum kriegen, aber es ist relativ. Es ist bei mir so winzig, dass ich mir jetzt so nah vor dem PC hier sitzen muss. Das erste, was wir mir natürlich deren. Wir schauen uns das Video. Wohlgemerkt, 5 Jahre später. Aber diese Animationsvideos und seitdem wünsche ich mir einen Animationsfilm von Blizzard. Vielleicht für alle, die gerade zuschalten, weil ich gerade gesehen habe, dass ein Haufen neue Leute gekommen sind. Das ist das Original Diablo. Das ist nicht Resurrection, das ist das Original, die Originalinstallation von damals. Wir drücken jetzt einfach mal Videos, Akt 1 und schauen wir. Disgusting. Wieso geht das nicht? Jetzt haben wir ein Problem. Akt 1, wo? Kaputt! Ich habe heute leider kein Video für dich. Schauen wir mal, ob uns kommt, wenn wir starten. Jetzt gehen wir mal Einzelspieler. Das ist so laut! 5 Charaktere. Wir nehmen natürlich einen Totenbeschwörer. Den habe ich damals auch schon immer gespielt. Und wenn es ist, schauen wir uns auf YouTube an. Totenbeschwörer. Wen nennen wir den? Zombie-Straps. Profi-Hackerl. Der Profi ist nicht gleich Pro-Gamer. Brauche ich nicht. Zu seinen Spezialitäten gehören die Herbeirufung untoter Diener und das Verfluchen seiner Feinde. Okay. So, wenn jetzt gar ein Video kommt, Ohren zurück. Tatsächlich nicht. Guten Tag. Deutsche Vertonung? Wieso ist denn das Beitel jetzt auf einmal so winzig? Was ist denn? Tun wir das so? Oh, warte mal. So mal. Ist nicht ganz einfach. Ah, da ändert sich einfach mittendrin die Auflösung. Alter, das ist so winzig, dass ich mir richtig hart tue, da irgendwas zu erkennen. Alter Schwede. 640 x 480 High-Res VGA-Grafik. Premium, Kinder. So. Aber es spielt sich schon sehr viel flüssiger. So, jetzt müssen wir aber leider Optionen, Soundoptionen, Moment, Sound ein wenig weniger. Ja, NPC-Sprache, Audio und Text, 3D, vorheriges Menü, automatische Kartenoptionen, Grafikoptionen. Kann man da was umstellen?
Ja, das war damals Standardauflösung. Du kannst einfach nichts machen. Vorheriges Menü. Aber dann müssten wir leider Gottes jetzt das Video müssten wir uns auf YouTube anschauen. Das hilft jetzt nicht. Leute, das Video müssen wir uns auf YouTube anschauen. Das kann ich euch nicht vorenthalten. Diablo 2 Intro. Oh, das dauert 7 Minuten. Bist du bescheuert oder was? Diablo 2 Intro, ja dann it is what it is. Halber anschauen müssen wir sonst. Mindestens. Das wird nicht anders gehen. Achtung. Mach mal, wo muss ich ihn hinschalten? Monitor ganz. Bin ich da irgendwo? Ich bin jetzt auf der anderen Seite herunten, Chris Kopp benannt. Wir schicken uns einfach einen damit und los geht's. Das ist ein komplett anderes Level schon. Hab ich noch. Oh, wieso ist Full HD nicht da? Oh, es gibt's nicht auf Full HD. Entschuldigung. Es gibt's nur in 360p. It is what it is. Wie es der Sprengi schreibt, das war für uns damals Fotorealismus. Das war richtig nice. heftig. Endlich finde ich euch. Oh, auf Deutsch ist schlimm. Deutsch ist schlimm. Tyrael, ja. Ja, nun erkenne ich euch. Ich hätte wissen müssen, dass ihr verkleidet reist. Sie sehen alles. Ich suche schon lange Zeit nach euch, Marius. Ich dachte schon, ihr wollt nicht gefunden werden. Oh, bitte vergebt mir, Tyrael, bitte. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, das ist 22 Jahre alt, ja? Und diese deutsche Synchro ist besser wie manch aktuelle Produktionen. Der zeigt mal nicht oben. Es war nicht meine Schuld. Nicht eure Schuld? Sagt mir, Marius, inwiefern war es nicht eure Schuld? Der Wanderer. Ja, es war der Wanderer. Meine Zeit Das Feier war damals der Überhammer. so lange hier zu sein. Ich suchte Schutz vor meinen Erinnerungen bei anderen Ausgestoßenen in den Bergen jenseits des Osttors. Wollt ihr was hier? Was? Der ist bummvoll! Ich lasse mal ein bisschen Viere laufen. Der mich in dieses Versteck einzog. Als ich es sah, war ich überzeugt, wahrhaftig den Verstand zu verlieren. Der Schreck, die Zerstörung, das Böse, das ich sah. Wie sonst könnte ich das erklären? Entstammte diese Dämonen meinen Träumen oder waren sie in dem Wanderer geboren worden?
schmeiß die Pfeife lieber weg, ja, da glaube ich, ist nichts Gescheites drin, Alter. Und wenn, dann war's zu viel. Warum war ich ihm gefolgt? Ich weiß es nicht. Warum geschehen Dinge so, wie sie im Traum geschehen? Ich weiß nur, als er lockte, musste ich ihm folgen. Von dieser Stunde an reisten wir gemeinsam. Nach Osten. Stets nach Osten. So, das ist das Intro für Diablo 2. Und jetzt? Was ist denn jetzt eine Quizfrage? Wer war der Wanderer? Ich meine nicht das, was in ihm steckt. Das findest du dann selber aus. So, jetzt schauen wir uns Diablo 2 mal eine Runde an. Und Diablo 2 ist in allen Dingen einfach besser. Ja? Also gut, das war irgendwie komisch, aber damals hat man noch sowas wie Progress gefühlt. Ja, wenn ein zweiter Teil von einem Spiel rausgekommen ist, der war tatsächlich besser als der erste. Das war nicht einfach nur der erste Teil mit einer anderen Figur oder sonst irgendwas, sondern in allen Belangen besser. Bessere Steuerung, bessere Grafik. Dann, du bist nicht mehr nur in einem Dungeon, sondern du bist in der Oberfläche. Ja, kein FIFA halt. Richtig, Mr. Maxon. Du bist an der Oberfläche, du gehst in Dungeons rein, es gibt verschiedene Dungeons und so weiter. Guten Tag. Guten Tag, der Warif. Erst einmal zuhören, was der zum Schmerzen hat. Seid gegrüßt. Mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit der jüngste Ärger anfing. Zweifellos habt ihr von der Tragödie gehört, die über Tristram kam. Tristram! Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Oh nein, der Diablo. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Ludgolain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt... Ihr solltet auch mit Akara sprechen. Ihr solltet auch mit Akara sprechen. Akara, sie scheint Entschuldigung, die Lage mit Akara zu haben. Vielleicht weiß sie mehr. Der Bazi-Bude schreibt Q-Level. Es gibt keinen geheimen Q-Level. So, Akara, glaube ich, war da auf der rechten Seite. Oh, Lager der Jägerinnen, Wegepunkt. Damals, dann hat man sie auch porten können. Hat es im 1 auch nicht gegeben. Also da hat es Town Portals gegeben, da hast du die zurückporten können, aber so eins haben wir jetzt dabei nicht erwischt. So, Akara, weiß ich noch, die ist da rechts. Ich bin Akara, hohe Priesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Oh nein. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff auf unser Lager zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möge das große Auge über euch wachen. Ja, da sieht man schon mal den ersten Fortschritt. Ja? Ein viel besser erklärtes Quest-Design, ein Quest-Text, dann Vertonung sogar auf Deutsch, deutsche Texte.
Wir haben ein Quest-Logbuch, das ganz anders ausschaut, das so in so Abschnitte aufteilt ist. Das da ist der Endboss, das ist die erste Quest, die wir haben. Suchen Sie die Höhle in der Wildnis außerhalb des Jägerinnenlagers. Ja, mit Quest, Text, wenn man so will, und eine kleine Beschreibung. Grundlegend schaut alles recht gleich aus. Mana, Leben. Wir haben unser Character Sheet. Wir haben wieder Stärke, Geschicklichkeit, Vitalität, Energie. Und was halt alles dazu kommt, es gibt einen Widerstand mehr. Ich glaube, Kältewiderstand ist neu in Diablo 2. Dann haben wir Inventar. Da ist auch einiges neu. Es gibt neue Inventarslots, nämlich der Gürtel ist neu, Handschuhe und Stiefel sind neu im Vergleich zum 1. Und ich glaube, man hat mehr Inventarplatz. Bin mir nicht sicher. Und was am allerwichtigsten ist, das erste Mal, aber wenn wir das erste Rüstungsteil finden, dann sehen wir das. Da unten ist unsere Goldanzeige, schaut alles ganz stabil aus. Dann, das Allerwichtigste, das was so eine richtige... Gift ist neu, Magiewiderstand ist raus. Kälte hat es aber auch nicht gegeben. Dann ist Magie raus und Gift und Kälte ist neu in Diablo 2. Was neu ist, ist auf alle Fälle auch der Skillbaum. Den hat es im 1 auch nicht gegeben. Da musst du nicht irgendwelche Rollen finden und so einen Scheiß, sondern du kriegst da ein Level und dann kannst du einen Punkt in deinem Skilltree reinhauen. Der ist in 3 Teile unterteilt und da kannst du pro Level dann irgendwelche Zauber außer hackeln. Und dafür müssen wir leveln. Und dafür gehen wir jetzt einmal. Das kann ich hier nicht machen. Was kann man da nicht machen? Wir kommen gleich wieder laufen. Das ist übrigens auch neu. Auf R. Auf R kann man laufen. Hat es da nicht sogar eine Ausdauer gegeben, die irgendwann einmal außerhalb vom Lager, das da herunten ist, unsere Ausdauer, gell? Alter, 4000 km/h, geil! Kommen in der Schlung. Was hab ich denn da eigentlich? Skelett belieben. Ich hab sogar schon einen Zauber auf der rechten Maustaste. Jetzt gehen wir einfach mal da, hier tappt. Karten schaut auch viel besser aus. Also farbig auf alle Fälle schon einmal. Du erkennst Objekte, die Kisten da herum, den Wegpunkt da herum. Jetzt gehen wir einfach einmal den Weg da nach und da schlagen wir alles, was wir finden. So schaut's aus. Hier Vollsprint, unten wird unser Haus da langsam wenig. Wo sind Viecher? Viecher wo? Viecher wo? Oh, da Viecher. So, Skelett beschwören. Kommen nur aus einer Leiche. Der kämpft jetzt für mich. Absolut geil. Wie viel kann man beschwören? Nur einen maximal. Und das muss man halt leveln. Da haben wir Gold. Was haben wir da? Gefallener Kadaver. Kann man den hochklicken? Hat es nicht eine Tasten gegeben? Da, unser Skelett regelt das schon. Unser Skelett tankt. Und ist das schon die Höhle? Das hat aber nicht lang gedauert. Zur Höhle des Bösen. Questlogbuch. Da ich spüre den Tod an diesem Ort. Ich spüre den Tod an diesem Ort. Ich bin der Tod! Dein Mann ist der Tod! Oh, leck die geilen... Die geilen Goblin-Typen, die anderen wieder aufstehen lassen. Das waren die größten, wir waren Schamane. Ja, gefallener Schamane. Es gibt eine Lebensanzeige, wenn man mit dem Mauszeiger drüber geht. Da ist der. Da unten ist eine XP-Anzeige. Der Balken, wenn voll ist, steigen wir ein Level auf. Es ist quasi in allen Punkten einfach besser geworden. Schwacher Heiltrank. Skelett, du musst es regeln. Was haben wir da? Da war doch irgendwo... Hat man nicht... Was waren Tasten, glaube ich? Auf Alt, dann 6, was am Boden umeinander liegt. So, wir müssen alle Viecher da hören in der Schlung. Alle Viecher der Schlung. Das ist ein Fireball. Da sieht man ja gleich, die Viecher kennen alle mehrere. Oh, unser Skelett ist zusammengefallen, müssen wir wieder nice zaubern. Die Viecher kennen was, die schauen viel besser aus. Was haben wir da? Zepter. Legierter Rubin. Zauber der Schlomo ist. Mistviecher. Neuer Status. Stärke, Geschick, Vitalität. 2 Punkte Vitalität, 1 Energie. Und ich weiß nicht, was wir sonst noch brauchen. Da müssen wir schauen. Pass auf, was haben wir da? Zepter. Stab. Plus 1 zu Skelett beleben. Plus 60% Schaden an Untoten. Und das ist übrigens, was Diablo so auszeichnet. Die absolute Loot-Spiralensucht von den Items, die droppen, die immer stärker und stärker machen. Das löst, wenn du dafür anfällig bist, einen Suchtfaktor aus, dass du völlig irre wirst.
So, was haben wir da? Skelettbeherrschung. Passiv. Erhöht Leben und Schadenswerte von wiederbelebten Skeletten und Kreaturen. Was haben wir da? Sie haben diese Fähigkeit noch nicht erlernt. Sie haben diese Fähigkeit durch einen Gegenstand erhalten. Skelettbeleben. Aktueller Fertigkeiten Level 1. Ein Skelett insgesamt, dann können wir 2 Skelette insgesamt beleben. So, und jetzt habe ich da auch schon eingelevelt. Jetzt können wir ein zweites Skelett aufstehen lassen. Jetzt kämpfen die 2 Skelette für uns. Sau stark sind wir! Was braucht man da dafür? Haltbarkeit. Was brauchen wir da? Benötigt Stärke 26. Was benötigt denn der Stab? Das Zepter bringt mir gar nichts. Identifizieren wir es einmal. Das ist übrigens auch was. Du siehst nicht, was der Stab für Werte hat. Ja, das hat in Diablo 1 ein bisschen gedauert, bis sich eine blaue Items kämen, also magische Gegenstände und Waffen kämen. Musst du identifizieren, bevor du weißt, was kennen. Plus 10% erhöhter Schaden, plus 2 zu Macht, nur Paladin, wir sind ja kein Paladin. Plus 50% Schaden an Untoten. Können wir nicht brauchen. Das war jetzt ein bisschen umsonst. Ich weiß auch gar nicht so recht, was der Primärstat für einen Totenbeschwörer war, aber wahrscheinlich halt geschickt, wenn das so hoch ist. Die haben wir da noch eine und noch einen in Vitalität, weil aushalten schon halt nie. Zepter sind für Paladine. Das weiß ich nicht mehr. Sag ich dir, was ist. Zombies! Der Schlang, die schauen ein bisschen aus wie Zombies aus dem alten Resident Evil 2. So, jetzt müssen wir mal schauen. Karten aufmachen, geht nach oben weiter. Oh, da ist noch einer. Der schluckt's. Gold nehmen wir natürlich mit. Leichter Heiltrank. Leichte Rüstung haben wir auch schon gekriegt. Schauen wir mal. Die haben wir direkt angezogen. Verteidigung 6. Sagt man am Character Model leider auch immer noch nicht, glaube ich. Probieren wir es einmal schnell. Nein. Soweit ist da noch nicht gegangen, dass man die Rüstung sagt, die man anlegt, aber später. Sagt man Helme und Waffen, die man anhat, ziemlich gut sogar. So, meine Skelette sollen jetzt da mal sauber eskalieren. Schön. Beschützer, was auch immer ein Beschützer ist. Ah, Schädel. Zeigt er gleich an. Sehr schön. So, voll durch. Full Action Squad! Was haben wir da? Bolzen. Brauchen wir das? Zombies aber der Schlung. Brauchen wir mehr Level. Mehr Skelette. Mehr Skelette, mehr gut. Oh, leck dann für die Goblins. Schriftrolle der Identifikation können wir brauchen. Oh, leck für das fette Vieh, was ist das? Was ist denn das? Ein Gargantua. Ah ja. Skelett-Squad! Ausschwemmen! Ausschwemmen! Oh, leck, da haben viel. Ausschwemmen! Da schlug's! Alter, was ist das für ein Zombie? Das ist der Betonzombie. Oh, neue Fertigkeit. Schauen wir gleich einmal. Kommen wir doch nur zu 3 Skelette insgesamt. Nehmen wir. Mehr Skelette, mehr gut. Her mit den Skelette. Da, jetzt rennen schon 3 aneinander. Gibt's aufs Maul? Nein, rennen doch nicht 3 aneinander. Jetzt rennen 3 aneinander. Easy. Wo ist denn der scheiß Schamane, der da unten unsere Viecher wieder belebt? Da schluckt's den. Ah! Schluckt die Sau! Jawohl, neuer Status, Vitalität, die haben wir Stärke, die haben wir Geschick, die haben wir alles mehr wegen, das ist ja eh wurscht jetzt. Nee, da jetzt gerade nehmen wir es nicht so genau. Skelette müssen zuhauen, nicht die. Ich danke nur eine zweite Beschwörung. Oh, ich muss mal. Muss man einen Heiltrank nehmen? Au! Die sind verstört, die scheiß Zombies! Geh weg! Lass das meine Skelette machen. Totenfeuer. Oh, das war named. Lederrüstung, leichter Mana-Trank, Heiltrank, Lederrüstung und ja, das war named. Da haben wir jetzt eine Lederrüstung gekriegt, die identifizieren wir. 22 von 24 nehmen wir die. Plus 4 zu leben, Blitzwiderstand 6%. Die können wir anziehen. Die anderen, die schmeißen wir weg. Scheiß der Hund drauf. Ein bisschen gut einsammeln. Ja, weiter nach oben. Dann brauchen wir mehr Skelette. Ich sehe schon wieder, dass da bloß 2 umeinander laufen. Warum laufen da bloß 2 umeinander? Wir können 3 haben. Wie geil, dass da auch alles in 1000 Stücke zerhäckselt. Wenn du aus den Leichen ein Skelett sauberst. Ich weiß nicht, es gibt eine Fähigkeit, Leichenexplosion, dann explodieren die Leichen, die da und machen Schaden rundherum. Eine Schärpe in rissigem Zustand, Kurzstab im beschädigten Zustand. Was wir alles kriegen da? Plus 50% Schaden an Untoten. Nein, das ist nicht besser wie unsere.
Und da haben wir einen Gürtel aufgeklappt. Kommen wir noch hin? Weiter nach unten. Ah, da ist noch einer. Alle müssen sterben. Alle müssen sterben. Zombie-Sepp, du. Das macht natürlich keinen Sinn, mit meinem Zauberstab zum Hauen, aber ist so wurscht. Ein bisschen Schaden ist es auch. Da, weiter geht's. Oh mein Gott, da geht's zu im Affenstab. Skelette, einhäckseln. Was Questlogbuch? Verbleibende Monster 4. 4 Viecher müssen wir da schlagen, da herin. Und jetzt? Haben wir jetzt schon alle, oder? Wo ist denn? Verbleibende Monster 2. 2 müssen wir noch finden. Wo hat's denn die Grippin? Wo hat sie Grippin? Da ist einer. So, jetzt geht das lustige Spielchen los. Das letzte Drecksmistviech, das irgendwo in einem Eck hockt zum Finden. Mein Gott, das kann überall sein. Was sind denn die goldenen Dinger da gleich wieder? Was sind die goldenen Dinger da gleich wieder? Da gehen wir zum Beispiel her. Ach, das ist Fackeln. Nein, das ist nicht, was das ist. Oh, wundersamer Edelstein. Fehlerhafter Rubin. Okay. Das hilft mir einen Scheißdreck. Da ist er! Besser Goblin! Ja, und jetzt kommt das Licht von oben und jetzt haben wir den ersten Dungeon befreit. Und ganz ehrlich, Diablo 2 habe ich so viel gespielt damals, dass Reicht das aus, das Vertrauen der Jägerinnen zu gewinnen? Reicht das aus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, bis zu Andariel werden wir es nicht schaffen. Das ist ein Schrein. Hab's schon gerade gespannt, ja. So, jetzt demonstriere ich noch das Town-Portal. Ja, wir müssen jetzt da nicht den ganzen Scheißweg zurück, sondern kannst du mal Schriftrolle des Stadtportals. Und dann gehst du da rein und bist in der Base, in dem Gebiet, wo du gerade bist. Jetzt gehen wir mal nur zu Akara und schauen wir, was die erzählt. Akara! Wo? Da hinten. Ah, da werden sogar NPCs auf der Minimap gezeigt. Ihr habt die Höhle des Bösen gesäubert. Ihr habt mein Vertrauen erlangt und gebt mir möglicherweise den Glauben an die Menschheit wieder. Euer Lohn ist die Ausbildung in einer Fertigkeit eurer Herr Wahl. Eder! Kannst du die Framerate vielleicht auf 5 bis 10 FPS drosseln? Damit es ein wenig mehr Charakter-Charme hat. Warte mal. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Warte mal. Kann man noch nicht finden, Mastzeiger aufnehmen, Fenster. Leider keine Aufnahmemethode. Na, leider nicht. Leider nicht. Ja, neue Fertigkeiten. Haben wir einen neuen Punkt gekriegt. Was haben wir jetzt gekriegt? Skelettbeschwörung. Was braucht man da eigentlich? Oh, da brauchen wir mindestens Level 6, dass wir einen Tongolem beschwören können. Dann haben wir so einen fetten Brocker und 3 Skelette. Das ist schon stark. So, Questlogbuch. Abgeschlossen. Die Frage ist jetzt, wie es weitergeht. Der Orden heißt euch willkommen. Wertefähigkeiten zurücksetzen? Seit wann geht denn das? Alle Wertefähigkeiten. Seit wann geht denn das? Man hat doch in Diablo nicht reskillen können. Achtung, 5 Minuten, was bedeutet respecken oder reskillen? Respekten hat nichts mit Respekt zu tun, sondern dass deine Fähigkeitenpunkte da zurückgesetzt werden. Ja, Muschi-Moped, Scheiß! Das ist doch in Diablo 2 nicht gegangen. Ist doch gelungen. Flüche lernen. Flüche lernen. Jetzt haben wir mal einen Fluch lernen. Was haben wir da? Gift, Knochenzauber, Flüche. Was haben wir da? Verstärkter Schaden. Verflucht eine Gruppe Gegner und verstärkt so nicht magische Schäden, die die Gruppe erleidet. Erlittener Schaden plus 100%. Den nehmen wir. Jetzt haben wir aber so ein bisschen das Problem, dass man das ist das einzige Problem, das ist ein bisschen altbacken. Du kannst in Diablo 2 nur 2 Fähigkeiten belegen. Auf der linken Maustaste und auf der rechten Maustaste. Irgendwie ist das auch gegangen mit F-Tasten und so. Hoppala. Ja, mit F1. Jetzt warte mal, wir schauen. Skelett beleben auf F2 und jetzt wenn ich da... Ja, genau. Dann kannst du auf die F-Tasten da oben die Fähigkeit hin und her schalten und... Nicht in der Stadt. Moment, gehen wir mal aussehen. Ich möchte jetzt schnell sehen, was der Fluch tut. Ja. Suchen wir mal schnell irgendein Viech. Irgendeins. Viecher, da.
Dann verfluchst du die und wenn deine, dann kriegst du quasi schon wieder, kriegst mehrere Schaden. Oh, ein blaues Amulett. Da schau hin. Haben wir ein Amulett gedroppt gekriegt. Wo ist das? Da ist das. Haben wir keine Rolle der Identifikation. Können wir es leider Damit nicht kann holen. ich jetzt noch nichts anfangen. Schade. Tja, aber im Großen und Ganzen, was, Mausrad? Tatsächlich, stimmt. Mit dem Mausradl kannst du das durchschalten, die Fähigkeiten. Das ist ein bisschen altbacken. Ja, also das ist nicht mehr sehr zeitgemäß, diese Art von Steuerung, was wir jetzt dann gleich noch sehen werden. Deswegen müssen wir Diablo 2 auch schon wieder relativ früh beenden, weil wir hatten damals schon ein Mausrad. Stimmt, damals war ein Mausrad noch was Besonderes. Nicht jeder hat ein Mausrad gehabt. Das Gewicht der Welt scheint leichter zu sein. Was das bedeutet, das weiß ich nicht. Wir haben unendlich Ausdauer an unserem Schrein. Jetzt haben wir noch irgendein Viech haben wir noch zusammen. Viech wo? Viech wo? Viech wo? Da haben doch normalerweise auch so komische kleine Igel umeinander gelaufen, die so Stacheln schießen. Wo haben die eigentlich? Skelette? Ja, da, Hans! So ich denn? Hättest du mir sauber draufgeschossen. So, schön. Speichern, Spiel verlassen. So, wir nehmen Diablo 2 aus dem Laufwerk. Und für die letzten 10 Minuten oder Viertelstunde, es passt eigentlich auch nicht so 100.000%ig in die Retro-Reise, aber damit die Serie vervollständigt ist. Ja. Was? From Patch 1.13 Diablo 2 Players can now respec. Im Ernst jetzt? Das ist neu. Dass dort Community nicht völlig ausgerast ist. Als Dreier kehren wir unter den Teppich, spielst du weiter. Da ich, um ganz ehrlich zu sein, sehr großer Fan vom Dreier bin. Auch wenn's die breite Masse zwiegespalten hat, aber kein Hack and Slay auf diesem Planeten, auch kein Path of Exile, spielt sich so fucking cremig wie folgendes. Achtung. Und gut, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber habe ich natürlich auch in Original. Wie viele Stunden dass ich in Diablo 3 versenkt habe, will ich nicht wissen. Und da kommen wir jetzt wieder dazu. Von wann ist Diablo 3? 2012, glaube ich. Oder? 2012? Ich weiß das nicht. Steht nichts in dumm mit Copyright, bla bla bla, blub, irgendwas. Ich glaube 2012. Wird auch langsam 10 Jahre alt. Das heißt, wir müssten immer 10 Jahre auf ein Diablo warten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, Diablo 2 ist 2000 gekommen, Diablo 3 ist 2012 gekommen, also 12 Jahre. Also müsste nach Adam Riese Diablo 4 2024, 25 kommen. Der Resorat schreibt, ich habe über 5000 Stunden in Diablo 3. Ich glaube, also 5000 kriege ich nicht zusammen, aber vierstellig sind es locker. 15.05.2012. Krass, Alter, das wird ja fast auf dem Tag genau 10 Jahre alt. Bist du bescheuert? Naja, und da sieht man schon den Wandel der Zeit. Deswegen habe ich dieses Bild da ausgesucht, um das herzuzeigen. Ja, da geht's dann schon, da geht's dann schon darum. Ja, da steckt richtig Kohle dahinter, darum gibt es da Special Editions und zeigt zum Kaufen und was weiß ich, was alles für ein Mist. Meines Wissens zumindest gibt es von Diablo 2 keine Special Edition damals. Und nicht 100.000 DLCs und was da ein Auktionshaus, was du dazu hast kaufen können und lauter so ein Scheißdreck. Was mir aber trotzdem sehr gut gefallen hat, nach wie vor 2012 gibt sich Blizzard sehr viel Mühe mit den Schachteln. Darum kaufe ich die Blizzard-Spiele. Warte mal. Ja, kannst du komplett aufklappen. Deswegen kaufe ich die Blizzard-Spiele gern einfach in Boxed-Version, auch heute noch. Das einzige Blizzard-Spiel, das ich nicht als Boxed-Version habe, das sind die letzten beiden WoW-Add-ons. Oder? Shadowlands habe ich nicht, das weiß ich. Habe ich. Lass mich jetzt überlegen. Wie hat das Add-on vor Shadowlands geheißen? Battle for Azeroth, glaube ich. Habe ich auch nicht als Boxed-Version. Was? Stell ich mir halt einfach gern ins Regal. Blizzard hat schon immer ein Händchen gehabt für diese Artworks, die waren schon immer geil. Keine Ahnung, gefällt mir einfach. Da kann man auch noch mal größer machen, warte mal, für die Leute, die es vielleicht nicht kennen. Ich mag einfach das Artwork.
Und am Ende aller Tage. Wird die Gerechtigkeit scheitern? Okay, das ist aber nicht nett. Ja. Und damit wir es gesehen haben und das Ganze abschließen können, werden wir uns jetzt halt noch schnell 5 bis 10 Minuten Diablo 3 anschauen und was so die grundlegenden Unterschiede zu die beiden Vorgängern sind. Ja, warum die Community ein bisschen gespalten ist, das ist so bunt, wo ich immer sagen muss, so dermaßen bunt ist Diablo 3 nicht. Ich weiß nicht, was ihr für einen Schlaganfall habt, bloß weil es halt der typische Blizzard-Grafikstil ist. Aber gut. Vor allem das Intro von Reaper of Souls mit dem Mahariel. Da heißt der Mahariel, Maltael heißt der, um Gottes Willen, Entschuldigung. Das werden wir uns auch genehmigen, weil da werden, das ist halt auch nur 10 Jahre alt, ja, aber trotzdem, da werden dann die Cinematics richtig geiler Scheiß. Und ja, hätte es damals nicht die 3 gesuchtelt, wäre der kleine Birger Junior jetzt 10 Jahre alt. Und du könntest mit ihm Diablo 1 spielen. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist sehr nah dran, Alter. Hab, glaube ich, nur die ersten 3 WoWs als boxt. Also ich hab bis vor Battle of Azeroth habe ich alle boxt. So. Hintergrundmusik, was macht, Held wechseln. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt herzagen kann. Das muss ja jeder dann selber Dinge machen. Es sind nur ein paar Chars übrig aus alte Seasons. Das muss ja jeder dann selber überlegen, ob er egal. Ich sage einfach nichts dazu, Birger, lass es einfach so, wie es ist. Jetzt muss ich aber Retro zumachen und Diablo aufmachen. Und ich hoffe, es geht. Hallo? Ah, da schon hin. Okay, Bimbo 10, Bimbo Sepp, Bimbo 10, Sportsack, Rittersport, Vollmonk, Sichelbepp, der Bimbo-Bär, der Dämonenneger. Hoppala, da ist mir möglicherweise gerade das N-Wort ausgerutscht. Entschuldigung, das steht da, ich kann auch nichts dafür. Also irgendwie auch schon. Und Strike. So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Dämonen ist ein guter Witz gewesen. So, wir erstellen unseren Charakter. Erstellen. So, was ist die erste Neuerung, die uns da gleich einmal auffällt? Es gibt einen weiblichen und einen männlichen Charakter. Und es gibt eine Barbarin, einen Kreuzritter, der immer so ein bisschen ausschaut, als war ein Eimer. Und die allerbewegendste Änderung ist eigentlich einmal folgende: Das ist ein 3D-Model. Ja? Diablo 2 waren Sprites und Diablo 1 war auch Sprites. Und das ist halt alles in 3D. Und das ist schon einmal grundlegend dafür verantwortlich, dass die Grafik vor allem vor 10 Jahren nicht so unfassbar düster und dreckig und kacke ausschaut, wie es halt in Diablo 1 und 2 der Fall war. Und das macht für einige natürlich so ein bisschen die Stimmung kaputt, die für Diablo aber ganz wichtig ist. Ja, dieses abgefuckte, blutige, düsterne, Gothic und so weiter. Heute würden mindestens 26 Geschlechter fehlen. Mit 26 bist du aber eh noch sehr tolerant, muss ich sagen. Was ist denn eigentlich das da? Was ist denn da? Ach, das ist der Kabi, was da einer steht. Muss ich mal wegdrehen. So, dann gibt es einen Mönch, den hat's. Der Mönch ist übrigens geaddet worden mit dem Diablo 1 Hellfire Add-on zu Diablo 1. Da ist ein Monk dazu gekommen, aber Diablo 1 Hellfire soll ziemlich unfertig gewesen sein. Dann gibt es einen Totenbeschwörer, das war ein DLC ein Mini-DLC für Diablo 3. Der Hexendoktor, den habe ich sehr oft sehr gern gespielt. Und den Zauberer und die Zaubererin. Jetzt ist die Frage, was wir ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Punkte nicht mehr verteilen und alle Skills kriegen war eher so, meh. Ja, Dave Davis, aber ab Patch 1.13 habe ich gerade gelesen, galt das gleiche für Diablo 2. Deswegen. Also ich habe das aber auch, um ganz ehrlich zu sein, habe ich nie verstanden, warum sich die Leute darüber aufregen, dass das respecken können. War Diablo 2 wirklich so gut, weil du nicht respecken hast können? Du merkst mit Level 80 nach, was weiß ich, wie viel Spielstunden oder 99, nach 500 Spielstunden, scheiße, fuck, ich hab da einen Punkt zu wenig, ich müsste eigentlich da, ja, fangen wir nochmal von vorne an. War das wirklich besser
Ist deswegen Diablo 2 besser? Ist das wirklich euer Ernst? Das kann ich nicht nachvollziehen, ums Verrecken nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht doch das Spiel einfach nicht besser. Und ganz ehrlich, so fucking cremig, wie sie Diablo 3 spielt, da ist Diablo 2 leider Gottes halt auch 12 Jahre älter. So, was wir mir spielen? Zum direkten Vergleich, Totenbeschwörer, Heldennamen eingeben. Sichelstraps. So, Enter. Akt 1, Schwierigkeitsgrad normal. Private Game. Jetzt muss ich schnell was trinken. Und da sind wir. Oh, wir sind bei Paragon Stufe 868. Wo die herkommen, weiß ich nicht. Was das genau ist, erkläre ich vielleicht nachher noch. Aber, mal ganz ehrlich, ich meine, natürlich hat das die Ich befinde mich bereits in der Nähe des gefallenen Sterns und der von ihm auferweckten Toten. Der feine Herrscher hier. Wir kommen da auf Z, glaube ich, hat man ohne zoomen können. Da blutig, düsterne Musik, komische Zombieviecher. Die sind 1000 Stückerl zerhaut. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Was ist da nicht düster genug? Ja, und dann liegen da Leichen am Boden. Alter, der ist voll stark. Das sind alle One-Hit. Ich bin gekommen, um zu helfen. Wo ist der Stern niedergegangen? Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende. Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Helft den Wachen, die... Oh mein Gott! Bis wir sie zurückgedrängt haben. Es kommen immer mehr! Das, wie er läuft, wie sie die Skills anfühlen, wie sie sich spät. Das ist so fucking flüssig, da kann... Stufe 2! Da muss ich kurz Pause drücken. Da kann einfach die Path of Exile selbst nicht mithalten. Das spielt sich teilweise auch so leicht clunky, wie das Diablo 2 tut. Diablo 2 darf das, weil es nun mal 20 Jahre alt ist. Aber das ist übrigens eine ganz große Hoffnung von mir, dass das in Path of Exile 2, was übrigens ein Diablo-Klon ist, vielleicht für Leute, die das nicht wissen, Path of Exile ist früher ein Diablo-Remake-Fanprojekt gewesen. Heute mit Abstand das beste Hack-and-Slay und der beste Diablo-Klon, den es gibt. Wer das nicht kennt, kostet nichts. Man kann Mikrotransaktionen ausgeben für so Quality-of-Life-Dinge und für Skins. Es gibt kein Pay-to-Win. Ist eines der besten Spiele, die es gibt. Das hätte ich eigentlich noch mit runterladen sollen, um das auch noch kurz herzuzeigen. Das ist so quasi die Enkeltochter von Diablo. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. So, und jetzt ein Level Lea im Gasthaus zum wir haben eine neue Fähigkeit gekriegt. Und das ist jetzt der schlimmste Unterschied zu Diablo 2. Wie wir vorher gesehen haben, gibt es einen Skillbaum. Ne? Da musst du von oben nach unten, je höher das Level, das du wirst, schaltest du neue Skills frei. Und je nachdem, in welche Richtung du skillst, schaltest du andere Fähigkeiten frei. Und Diablo 3 hat das so ein bisschen über den Haufen geworfen. In Diablo 3 hast du auch nicht mehr nur zwei Fähigkeiten, linke Maustaste, rechte Maustaste, sondern auch auf der Tastatur, beziehungsweise auf Tasten 1 bis 5 oder 1 bis 4. Also hast du eine Fähigkeit auf der linken Maustaste, auf der rechten Maustaste und 4 zusätzliche Fähigkeiten, die du da herin einsteigen kannst. Und die kannst du jederzeit ändern. Wir haben jetzt zum Beispiel auf Level 2 einen Knochenspeer gekriegt. Schauen wir uns einmal an. Kostet uns 20 Essenz. Essenz ist unsere Ressource, da herunten wie Mana im Prinzip. Ja? Also ich weiß nicht, warum da unten 1, 2, 3, 5 steht. Kann ich dir ehrlich gesagt auch gerade nicht beantworten, aber egal. Und unsere Primärfähigkeit an Knochenstacheln. Schauen wir mal, was der Knochenspeer kann. Ja, einen Knochenspeer schießen. Und der macht halt dann Schaden. So, jetzt gehen wir mal da rein. Verbrennt diese Leichen, bevor sie wieder auferstehen. Ja, verbrennt diese Leichen, bevor sie wieder auferstehen. Oh, Diablo 3 ist mir zu bunt und das habe ich nie verstanden. Habe ich nie verstanden. Schauen wir uns.
kann man in ein Häuserlein gehen. Aber ich habe schon lange nicht mehr Diablo 3 gespielt, sage ich auch ganz ehrlich. Die Grafik habe ich, obwohl es noch nicht so lange her ist, auch besser in Erinnerung, als sie dann tatsächlich ist. Aber geht schon. Seid ihr Lea? Habt ihr den fallenden Stern überlebt? Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden. Spoilerwarnung. Die Toten erhoben sich bereits. Ich glaube, sie ist der Diablo. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren. Ganz ehrlich, ich weiß die Story bis heute nicht. Interessiert mich nicht. Ah, oh mein Gott, Knochenspeer! Für die Wirtschaft ist das der Tod. Für die Wirtschaft ist das der Tod. Ja, wenn da so komische abgefuckte Leichen drin liegen, ist mir das schon klar. Ja, deshalb bin ich hier. Habt Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Ja, alles in allem, that's the game. Ja, es spielt sich super cremig und it is what it is. Ich ja? habe Marco versprochen. Jetzt laufen wir da aber nicht die ganze Zeit hin und her und schauen wir uns das Inventar noch an. Hoppala. Inventar. Da hat sich auch ein bisschen was getan, glaube ich, aber nicht recht viel. Es gibt da über mir Hauptwaffe, Nebenhand, Stiefel, die Hosen ist neu. Die ist dazugekommen im Vergleich zum Zwarer. Und Schultern haben dazugekommen. Ansonsten ist alles gleich. Stats haben sie ein bisschen reduziert. Ich glaube, die leveln sogar von allein. Man levelt keine Stats mehr in Diablo 3, soweit ich das weiß. Und ja, ich habe offensichtlich 12 Milliarden Gold. Warte mal, ich fahre mir auf die Seiten. Frag mich bitte nicht, warum ich 12 Milliarden Gold habe, aber ich hab 12 Milliarden Gold. In Diablo 4 gibt es dann Socken und Unterhosen. Ja, da ist noch nicht so viel bekannt. Da wird sich noch gestritten, weil sich dort Fans auch schon wieder aufregen drüber, was die Mechaniken in Diablo 4 werden. Dass das zu casual schon wieder wird und so weiter und so fort. 12 Milliarden Gold, alter Suchtelbert. Ich kann nicht mehr sagen, ob 12,5 Milliarden Gold viel ist. Ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Gold wird da sowieso nachgeschmissen. Ich habe immer nur Seasons gespielt, ich habe nie normal gespielt oder da irgendwie im normalen Modus. Ja, sagen wir mal, da klickt alles weg. Tötet die scheußliche Mutter, das der wir noch. Scheußliche Mutter wo? Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Mehr scheußliche Mütter! Die hauen wir noch schnell zusammen. Und dann schauen wir uns noch den Trailer von Reaper of Souls an. Das ist der DLC zu Diablo 3. Und die haben halt schon richtig geil. Ja, und das ist jetzt das Gameplay. Du hast halt aktive Quests die ganze Zeit. Du hast immer Quests, du weißt immer grob, wo du hin musst. Man merkt halt schon, das ist halt dann schon sehr modernes Game Design. In dem Sinn, du bist jetzt da in einem Gebiet und da ist der Quest-Mob Escape markiert. Und haust halt da dann die Viecher zu. Bam, bam, bam. Und wieder dreht sich alles um den Loot. Die Waffen, die droppen und so weiter. Und der in Diablo ist dann nochmal ganz schlimm, vor allem später, wenn da nicht bloß 5 Viecher umeinander laufen, sondern der ganze Monitor voller Viecher ist. Dann kannst du dir da Builds zusammenbauen. Achtung, 5 Noob-Minuten. Was ist ein Build? Das weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das erklären soll. Eine Zusammenstellung aus Fähigkeiten, also du hast jetzt später viel mehr Fähigkeiten, aus denen du wählen kannst, stellst du da unten zusammen, dass du möglichst schnell, möglichst effizient durch maximal viele Viecher durchrasieren kannst, ohne zum Sterben. Und dann kommst du gar nicht mehr mit. Ja, dann ist bloß der ganze Monitor vorher Viecher gelöscht. Vorher Viecher, Monitor gelöscht. Vorher Viecher, Monitor gelöscht. Und so ist halt das dann. Aber du wirst halt da langsam herangeführt. Was haben wir da? Oh, ein Main. Ah, da wird schon mehr raus. Kriegt jetzt mal einen Knochenspiel ins Gesicht. Was haben wir da? Kurzschwert des Verwundens. Jetzt mal sauber eine Rüstung nutzen. Und das ist auch neu. Jetzt bin ich ein kleiner Emo mit einem Top. Und wenn man jetzt die Rüstungsteile anzieht, dann sieht man das an deinem Charakter. Und das habe ich eigentlich schon immer ziemlich cool gefunden.
Der hat nicht mehr ein Schwert, macht mehr Schaden. Ob das was bringt, weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig, aber was. Meistens skalieren Fähigkeiten mit dem Waffenschaden. Und ja. Hat man im Zwarer auch schon gesehen, du bist nur blind. Ja, okay. Dann kann es natürlich sein, dass sie da irgendein Pixel ändert und ich habe wirklich nicht gesehen und ich bin wirklich blind. Oh, da ist die letzte Mutter. Stufe 3. Was haben wir jetzt gekriegt? Haben wir irgendwas gekriegt? Neu, primär, neu. Todessense. Und dann kann ich auf meine Maustasten, auf meine linke Maustasten, anstatt den Knochenstacheln vom Boden, was so ein Flächenschaden ist für mehrere Viecher, kann ich andere Fähigkeiten setzen. Und schauen wir mal, was das kann. Ja. Also du so ein fettes Saß. Ist halt ein Nahkampfangriff. Da futzen wir jetzt noch einmal schnell in ein paar so Viecher rein. Auch ganz lustig. Flinke Handschuhe. Die gibt's mir mal. Warum zückt dann die eigentlich nicht automatisch an? Wo haben denn die flinken Handschuhe jetzt hingekommen? Flinke Schuhe. Wieso, wo hab ich Hand gelesen? Weiß ich nicht. Plus 4 Bewegungsgeschwindigkeit haben die. Na, jetzt laufen wir ein bisschen schnell. Ja, that's the game, Kinder. Und mehr mag ich, um ehrlich zu sein, zu Diablo 3 auch schon nicht machen, weil es irgendwie nicht in die Retro-Reise passt, aber ich glaube, dass das ganz gut veranschaulicht, wie sich so ein Spiel weiterentwickelt von Diablo 1 zu Diablo 2 zu Diablo 3. Und was wir jetzt noch machen können, bevor jetzt der ganze Sauhaufen wieder verschwindet, hoffe ich erst einmal, euch hat es gefallen. Soweit, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir schauen uns jetzt den Maltail-Trailer noch an von Diablo 3, weil der wirklich weltbewegend gut ist. Und was wir dann auch noch schnell machen können, ist, dass wir mal kurz in so ein Vorstellungsvideo von Diablo 4 schauen. Diablo 4 ist in der Mache laut Blizzard, aber man weiß nicht, wann es kommt. Ich darf mir natürlich narrisch freuen, um Gottes Willen, wenn es kommt, aber momentan glaube ich Blizzard fucking gar nichts. Maltail-Trailer, wo ist er? Reaper of Souls Cinematic Trailer. Der dauert 4 Minuten, das glaube ich, kann man sich anschauen. Und da ist halt ein ganz anderes Level an Trailer-Qualität. Das ist der Diablo 3 Reaper of Souls Cinematic Trailer. Und den schauen wir uns jetzt einfach einmal an, einfach weil es dazugehört. Und vielleicht ist für manche unter euch, weißt du, Leute, die jünger haben wie mir natürlich, machen wir mal, wenn du jetzt 20, 22 bist und hast vielleicht vor 10 Jahren Diablo 3 gespielt das letzte Mal, kriegst du vielleicht auch einen kleinen Nostalgie-Flashback. Ja, also, Nostalgie liegt im Auge des Betrachters. Bitte lehnen Sie sich zurück. Viel Spaß. Diablo was defeated. For a time it seemed we would know peace. But it was not to be. For Diablo's essence lingers in the Black Soul Stone. I cannot destroy the stone, nor allow its evil to remain within the heavens. And so it must be hidden. Even from the Ich möchte angels. übrigens anmerken, dass diese comichafte Darstellung super geil gemacht ist. I pray Gefällt mir gut. that it will be enough. Und jetzt der Schwenk zu dem Cinematic. Das ist... Und das schaut schon wirklich anders geil aus. Ich muss schon schauen, ob ich schon auf HD habe. Natürlich nicht. Ah doch. Geht nicht mehr wie 720. Entschuldigung. You have done well, Horadrim. Your service here is finished. And you should all run. Ist so Malthael.
The Nephilim will stop you. No one can stop death. Fast ununterbrochen habe ich da Gänsehaut. Fast ununterbrochen habe ich da Gänsehaut. So, um das jetzt komplett zu machen, schauen wir uns einen Trailer für Diablo 4 auch noch an. Diablo 4 Trailer. Lindsay! Die Comic-Grafik schreckt mich immer noch ab, obwohl ich Borderlands schon gut gefunden habe. Flashback kriege ich bei Train Fever. Und Civ 2 und 3. Civ habe ich nie gespielt. Train Fever glaube ich auch nicht. Ich war der Industriegigant. Ganz ehrlich, lass dich nicht von der Comic-Grafik abschrecken. Wie immer, Gameplay größer alles. Scheiß auf die Grafik und das Diablo 3 Gameplay ist nach wie vor, finde ich, unangefochten. Unangefochten. Der fucking Trailer von Diablo 4 ist fucking 9 Minuten lang. Na, da ist er. Der 4 Minuten 10 lang. Okay, warte mal. Ist er das? Muss ich selber schnell schauen. Ja, das ist er nicht. Wieso ist der 9 Minuten lang? Der ist doch nicht 9 Minuten lang. Bist du besoffen? Wollen wir ihn sehen oder nicht? Ja oder nein? Ab in den Chat. Ich rauche dabei. Okay, der Blacksville hat ja geschrieben, also schauen wir noch. Jein, ja. Rechtfertigung zum Verzeihen gibt es da auch nicht. Wir könnten uns jetzt noch natürlich Ewigkeiten damit befassen, noch, was so Aussichten sind auf Diablo 4. Es gibt ja schon ein paar Gameplay-Szenen, es gibt ein paar Umgebungsszenen, es gibt Informationen zu den Klassen und so. Da ist aber nichts absolut Weltbewegendes dabei, sage ich auch ganz ehrlich. Noch nicht. Schauen wir uns einen Trailer an, damit nichts passiert. Achtung. Muss ich da herfahren. Diablo 4 Cinematic Trailer auf Deutsch. Sollen wir uns auf Deutsch schauen? Schauen wir mal, wie die deutsche Synchro ist. Verstehe die Frage nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht. So, los geht's. Wer erinnert sich an das Fenstergeschäft am Anfang? Nettes Easter Egg. Sie haben uns gewittert. Rennt! Vergiss ihn! Du musst durchhalten. Was soll das denn werden? Das schafft er nie im Leben! Er muss aber. Gesegneter Akrat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Sieh mich an. Gesegneter Akrat. Gold in Hülle und Fülle. Zum Greifen nah. Nein, ich wollte doch nur antworten. Sie kommen! Ich weiß. Bewegt euch! Na los. Wird's mal! Brich das Siegel. Du musst das Tor öffnen. Licht, steh mir bei. Mit dreien, sie kommen. Mit dreien steht dein Weg offen. Das Blut zeigt. Ich versteh's nicht.
Blut, das ist der Schlüssel. Blut ist der Schlüssel! Was? Ich brauche 2 von euch! Schnell! Geht! Ich halte sie auf! Los! Also, hier steht, das Blut der Willigen muss... Ist das euer Ernst? Es klappt! Wir müssen ihm helfen! Der ist geliefert! Da merkt man richtig, dass einfach Cinematic auf der Höhe der Zeit ist und modern gemacht ist. Von vorn bis hinten. Das kann Blizzard einfach schon immer. Müssen wir das Gold nur noch dritteln. Das kann Blizzard einfach schon immer. Muss hier irgendwo versteckt sein. Richtig geil gemacht. Oh. Mit drein sie kommen. Mit drein steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Preiset. Die Schöpferin. Oh. Preiset die Tochter. Oh nein. Nein. Was ist mit dem Gold? Was steht davon? Das hier ist verboten. Der Text ist eine Beschwörung. Ich kann das nicht aussprechen. Lüg mich nicht an! Wir sind für Schätze gekommen. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht. Vielleicht in einem Tempel. Oder in einem Grabmal. Es ist ein Tor. Der Schrei war ein bisschen seltsam. Und Blut ist der Schlüssel. Ist uns das jetzt endlich finster genug und blutig genug? Gesegneter Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandle ich auch auf dunklen Pfaden. Du führst meine Seele zu deinem heiligen Licht. Wir erflehen deine Erlösung aus dem Abgrund. Mit Dreien sie kommen. Mit Dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Die Stimme ist richtig stark, Alter. Komm. Akarat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wandle ich auf. Öffne die Augen. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Hier gibt es kein Licht. Du bist zur Dunkelheit gekommen, auf der Suche nach Antworten. Ja. Und alle Antworten, die du suchst, sind hier. Gib dich hin. Sprich die Worte. Bring sie heim. Gänsehaut Level 9000 jetzt. Mit dreien. Sie kommen. Mit dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim.
Ryset. Die Tochter des Hasses. Die Schöpferin. Oh, Sanctuarius. Ryset. Lilith. Gebenedete Mutter, erlöse uns. Ja. Da kann man schon mal leichte Gänsehaut kriegen. Der Trailer ist, also kann man das noch Trailer nennen? Das ist kein Trailer, das ist halt im Prinzip das Intro-Video vom Spiel. Also von vorne bis hinten nur geil. Ja, es ist finster, es ist duster, es ist brutal, es ist blutig wie Hölle. Die Lilith ist meines Wissens, sagt er Tochter des irgendwas des Hasses. Es ist ein Diablo sein Töchterchen, das da auf beschwören und schaut quasi, sag ich nicht immer quasi, du Trottel! Schaut danach aus, als ist nicht der Herr Diablo der Endboss, sondern die Lilith. Aber war ja natürlich komisch, wenn der Diablo nicht da irgendwie vorkommt. Das war ja komisch. Naja. Der Schimmer schreibt, da fragt man sich, wer sich solche Videos und Texte ausdenkt und ob man dazu ein bisschen schwammig im Hirn sein mag. Ähnlich wie die Saw-Filmreihe. Ja, ich glaube ganz im Gegenteil. Da, wenn du schwammig bist im Kopf, dann machst du keine sicheren Trailer. Naja, wie der Price schreibt, hoffentlich versaubeideln sie das nicht. Na, Tochter ist der Mephisto der Bruder des Hasses? Das weiß ich nicht, wer genau wer ist. Wir hatten seine Brüder. Der Mephisto und der Baal. Der eine ist wahrscheinlich des Krieges, des Hasses, des was auch immer. Die ganze Sippen halt. Ja? Jetzt haben wir keine Ideen mehr für andere Viecher, jetzt haben sie alle 3 Dichter. Ja, aber es ist geil. Ist geil gemacht, kannst sagen, was du magst. So, jetzt muss ich schnell was retriggern, sonst kriege ich einen Vogel. Herr Wünz hier, ich hoffe, du bist noch da. Den habe ich übersehen. Schreibt dann. Die Spielereihe meiner Jugend. Merci. Mr. Wins hier hat direkt als Spielereihe meiner Jugend da das nicht bezeichnen, aber es nimmt einen sehr großen Teil meiner Zockerleidenschaft ein. Und da brauchst du dich nicht bedanken. Ein 10er ist zu viel. Vielen Dank, Bussi aufs Nussi. Löwensepp, die habe ich noch gesehen. Und einen Seebauer mit seinem Zwickel, da bin ich stark gewesen. Haben wir gerade Trailer geschaut. Merci für deinen Zwickel. Bussi aufs Nussi. Das Wölfchen schreibt, Lilith, jetzt auf, nein, Schluss. Deine Hauptmeinung zu Elden Ring. Einen Unterschied zu DS3. Ohne Bewertung, OW. Was? Deine Hauptmeinung zu Elden Ring. Einen Unterschied zu DS3. Was? Soll das eine Frage sein oder was wollen Sie mir sagen? Ich weiß nicht, was meine Hauptmeinung zu Elden Ring Game of the Year besitzt. Ich habe mir bloß abgezockt, so nach 70 Stunden. Das ist ansonsten deine Hauptmeinung zu verstehen. Mr. MRC! Lilith spawnt und schaut schon desinteressiert. Bezeichnen für das Endprodukt. Mr. MRC, erstmal merci für Trifidi und zweitens, lasst euch vom Trailer nicht blenden. Um Gottes Willen auch ich nicht. Ja, ich werde Diablo 4 nicht vorbestellen. Ich bin mir relativ sicher, dass es mir kaufen wird, aber ich werde wenigstens einen Tag warten. Ja, wenigstens einen Tag, bis ein Review da ist. Dass ich sehe, ob es absoluter Scheißschrott ist oder nicht. Löwensepp! Nein, ein Unterschied zu DS3 ohne Open World.
Ich weiß nicht, was du mir sagen möchtest. Nein, ein Unterschied. Deine Hauptmeinung zu Elden Ring, morgen ein Unterschied zu DS3. In Klammern ohne Bewertung OW. Nein, ein Unterschied zu DS3 ohne Open World. Hä? Schreibe in den normalen Chat ein. Dauert nicht so lang. In Elden Ring hat er 72 Depth on Stream. @Birger. Das weiß ich nicht. Aber du hast Mitzeit. Ich hab schon mitgekriegt. Die Story zu ihr in Diablo ist echt interessant, aber ich spoilere mal nicht mehr. Lilith ist in Diablo die Tochter des Hasses, die Mutter der Täuschung und die Herrin des Verrats und die Königin der Sukubi. Aha. Das Wölfchen hat sich da schon ein bisschen besser damit befasst. Ein Vergleich, meine ich. Also du vergleichst jetzt Elden Ring mit Dark Souls 3. Ja, kannst du. Es ist im Prinzip das gleiche Spiel, bloß mit der Open World. Da hast du absolut recht. Und zwei Mechaniken. Wie dieser Blockkonter und Springen und ein paar neue Waffen, das mit dem Reittier und ein paar neue Viecher und so. Ansonsten ist Elden Ring im Prinzip Dark Souls 3, aber halt einfach ein bisschen erweitert. Und mit allen Zutaten aus alle anderen From Software-Spiele so ein bisschen. Der Larry Showbiz schreibt, meine Frau ist die Herrin des Nudelholzes. Ihr seid lauteres Züpfen, das sage ich hin. So, Kinder, jetzt ist es 10:30. Haben wir wieder überzogen. Für was schreibe ich eigentlich? Habe ich eigentlich irgendwo hingeschrieben, dass der Stream bis um 10 Uhr dauert. Der dauert schon lange nicht mehr bis um 10 Uhr. Friends of the Sun, ich hoffe, Sie hatten Spaß in der heutigen Retro-Reise mit Diablo 1 bis 3. Eigentlich bis 4. Ich glaube, Diablo hat nach wie vor seine... Nein, Schluss jetzt. Colin, mehr als wieder 5. Mein Lohn. Ja, jetzt sagt es nicht mehr. Jetzt ist meiner da. Colin, merci dir. Bussi aufs Nussi. Schluss jetzt mit der Donaterei. Sound aus wieder. Und meine die Herrin der Küche. Ja, meine ist die Herrin, die Herrin der Herren. So. Muss ich noch was trinken? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch taugt hat, Like nicht vergessen. Unfassbar wichtig. Für alle, die sich den Stream im Nachhinein anschauen, schreibt unter das Video drunter. Ja, jetzt gibt das Kommentar und Like-Gebettel. Wie bei alle anderen. Wollen Sie sich da Tinte umdrehen, oder was? Nein, mich würde wirklich interessieren, was im Chat ist, sowieso, da kommen eine haufenweise Vorschläge, was man noch ist in der Retro-Reise machen kannten. Und dann vergiss ich es aber wieder, in 10 Minuten habe ich es vergessen. Schreibt einen Kommentar unter das Video, dann kriege ich das nämlich in meinem YouTube-Dashboard drin und sehe das immer wieder. Was gern sonst noch sehen darfst. Also es gibt schon einiges zum Anschauen, vor allem auch seitens Blizzard. Ja, wir haben eine Warcraft 1 bis 3, wir haben eine Fallout 1 bis 4, es gibt noch einiges zu tun, so ist es nicht. Zumindest die Sachen, die mir ich vorstelle. Dann gibt es ein paar random Retro-Spiele, die jetzt keine Serie in dem Sinn sind oder kein bestimmtes Genre in dem Sinn sind, sondern einfach alte random Retro-Spiele, an die ich mich gerne erinnert. Und ja, die werden wir demnächst so im Laufe des Sommers aufarbeiten, glaube ich, weil es kommen keine neuen Spiele, da ist dieses Format Retro-Reise der perfekte Zeitpunkt, da die sagen. Und über den Sommer, da ist bloß die Hälfte vor dem Rechner beim Zuschauen, da können wir da, was wir wollen. Da fällt uns schon was ein. Und jetzt sage ich, merci fürs Zuschauen, der Löwensepp noch, so, ich gehe jetzt weiter DS1 zocken, Iftel schaffel den Taurus-Dämonen noch. Und streng dich an, konzentrier dich, nicht verkrampfen in die Bratzen und ruhig runterspähen. Du kannst es. Merci dir. Und merci an alle anderen natürlich auch für die ganze Donaterei. Welcome für einer, glaube ich, was. Mindestens einer was. Welcome to the Squad für die ganzen neuen Mitglieder. Welcome to the Squad für die ganzen alten Mitglieder. Vielen herzlichen Dank wie immer. Press Triple F für die Moderatoren. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr mit Factorio. Wir brauchen mal die kleinen Pots endlich und vor allem so kleine Schaltkreise. Ja, da werden wir einfach weiter expandieren, wo es selber ist. Mittwoch, 20 Uhr, wer nicht kommt, der schlägt meinen kleiner Pott. So schaut's aus. Und jetzt schleicht euch ins Bett. Es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Habe! Und niemals vergessen. Hashtag Strepsen. Strepsen. So, jetzt haben wir uns zusammengefangen.